Mein Name ist Nora Schleich, ich bin heute Programmkoordinatrice von der Awissebildung und ich moderiere noch heute Abend. Verschiedene von euch kennen mich schon oder haben viel mit mir geemailt für diesem Tag. Ich bin froh, dass ihr alle guten Heu seid. Kommen vielleicht noch ein paar Leute, sagen sauer, es ist nicht immer eine dankbare Zeit an der Stadt, wie ihr das vielleicht auch gemerkt habt. Heute auch schon der 4. Abend von unserem Tabuthemenzyklus an der Awissebildung. Das soll ein Abend sein, wo ich kann Bewusstseinsarbeit leisten zu Themen, die schwierig sind, aber die gesellschaftlich relevant sind. Wir hatten angefangen mit sexuellem Abus, Essstörungen, Computer- und Medienspielsucht. Und heute geht es um ein Thema, was mehr oder Männer bekannt ist. Ich durch am Anfang für Männer bekannt, aber ich habe mich geirrt. Es gibt relativ viele Leute, die betroffen sind und die ganz genau wissen, was das heißt, wenn ich von gynäkologischer oder obstetrischer Gewalt schwätze, das Gewalt während der Geburt. Der Weiterbildung probiert also einen Raum zu sein für Bewusstseinsarbeit, für Austausch, für Informationen und aber auch einfach für Leute zu finden, mit denen ihnen kann, ja, sich ohne durchsetzen und über etwas schwätzen. Den Ofen das ist natürlich für nichts. Sie froh, dass vielleicht aber bereit seid, aber so einen kleinen Dankesch zu machen, die da vorne steht. Vielleicht man könnte da SBL weiterführen und weiter so Ofen da machen. Nächstes Jahr geht es weiter mit Themen wie Euthanasie oder auch Demenz. Also es geht nicht mehr einfach. Wir heute sind wir mal beim Thema gynäkologische Gewalt, Gewalt während der Geburt. Und normalerweise fangen wir Tabuthemen mit Témoignagen an, für direkt einen kleinen emotionalen Aperçu als Achse am Thema zu gehen. Heute wird das mal aber nicht so ganz passend geschenkt für was, weil sich wirklich viele Leute eigentlich gar nicht vorstellen können, was Violence, Obstetrik und Gynäkologie ist. Und das könnte auch nicht von ungefähr, mir schon Gefühl gehabt von einem gesellschaftlichen Mustfaktor. Die Personen, die betroffen sind, haben vielleicht nicht unbedingt eine Stimme. Sie haben vielleicht nicht echt geholt oder sie spüren sich an einem Unabhängigkeitsverhältnis wie von Autoritäten oder gesellschaftlichen Erwartungshaltungen. Vielleicht kennen sie auch schon nicht die Begriffe, die sie müssten haben, für über das Problem zu schwatzen oder wie hier besondere Situationen zu verstehen. So gesehen aber marginalisiert. Und der Fakt, dass bald nicht mehr Frauen heute nur in sind, bestätigt mich eigentlich an der Annahme, dass du noch ein bisschen mehr Hand durchstichst. Vielleicht gibt es aber auch ganz verschiedene Verständnis, was beim Gynäkolog oder bei der Geburt normal ist. Also es ist normal, dass eine Untersuchung wehtut oder dass ich nicht so ganz genau verstehen, was da geschieht. Aber bei der Geburt da prallen auch oft Welten oben. Am Fernsehen gesagt, den wird gebläht, da gedreht, und Druck gemacht. Dann lassen statt vielleicht aber über mich ergehen. Aber vielleicht muss es nämlich auch ganz so sein. Oder habe ich ein romantisiertes Bild, aber die Geburt dann nicht so lief, wie ich mir vorgestellt habe, dann spüre ich mich verloren und das Kind für mich abzufangen. Für aktivgehend Gewalt und Missverständnisse, die zu Gewaltwekühe können führen, viel zu gehen, muss darüber geschwärzt können. Und der Plus aus dem Aperçu von so einer Gewalt so subjektiv. An dem ist es wichtig, sich stets darüber am Klaren zu sehen, was die Wahrheit heißt, von Gewalt betroffen zu sein, wie betroffen sie kann, aber die Wekü von so einem Opfer ist. Und zur Abarbeitung von diesem Thema gehört aber auch tro, wie zu so Gewalterfahrungen kommen kann. Wo sind Probleme, die da stehen? Was ist der Gynäkologe oder Tierwand so, die teilweise viel an der Kritik stehen, aber nicht, und vor allem auch nicht am Generalverdacht. Wir schwätzen also heute nur zusammen, dass in Ulla ist das Thema an seine viele Perspektiven zu betrachten und einfach zusammen weiterzukommen. Vielleicht wundert ihr euch, dass aber keine betroffene Person hier im Panel, die Personen sich zurückgezogen, weil ich respektieren, schon Personen gesehen, die kommen, dass man nicht möglich gewesen zu finden, aber schon den Abruf gestartet und es könnt ihr mir schriftlich etwas rausschicken. Und ich bin überwältigt von dem Übermaß und Témoignagen, den ich kriege, an dem wir Haut werden, wo ich werde Haut auf ihre Mesure, wenn thematisch passt, den nur teilweise viel lesen. Ich schwätze auch nur von Personen und nicht explizit für Frauen, weil gynäkologische Gewalt auch Personen betrifft, die eine Gebärmutter haben und sich aber nicht als Frau bezeichnen wollen. Die sind auf alle Fall in dem Fall auch mitgemeldet. Ich stelle kurz den Panel vor. Wir haben rechts außen oder links außen für erst Natascha Bispis, das ist eine Doula und sie war auch bei Roses Revolution. Boston, sie noch immer durch? Ich weiß nicht mehr genau, was man gesagt hat. Ja, mal mehr, mal Männer aktiv, ja. Auf alle Fall involviert. Dann haben wir Madame Jonan Klein, sie ist hier, waren sowohl an der Klinik wie auch außerklinikisch. Dann haben wir Laura Hendricks, eine Sexologin hier von Glassy. Und Dr. Marc Pfeiffer, Gynäkologe von der Société Luxembourgeoise de Gynäkologie und Obstetrik. Genau, genau. Ich wollte kurz mit ihr darüber schwatzen, was das überhaupt Gewalt.
Gewalt könnt, wie wisst von erst, wo ihr Wort das könnt, allheich Deutsch, Voltan. A Voltan hat geheischt, stark sein, beherrschen. Ne? Das heißt also, es gibt den externen Faktor, den irgendwie Gewalt über uns zu haben schenkt, den eigentlich bedenkt, dass wir uns nicht können so verhalten, nicht können so sein, wie wir wollen, also dass wir uns begrenzt spüren. Und das kann eine Person sein, aber das kann auch ein struktureller Faktor sein, der bedenkt, dass ich mich nicht so kann entfallen, weil ich will auch gezwungen bin in eine Position, an der ich mich nicht kann, den menschenrechtswürdig verhalten. Auf jeden Fall also dann auch Gewalt oder eine Beherrschung, wenn ich es so wohlholen, wenn ich mich aggressiert spüre. Das heißt, das ist nicht unbedingt genau zu definieren, wie weit für eine Person Gewalt ist. Und Gewalt weist sich auch in ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Es gibt die physische Gewalt, körperliche Gewalt, Qual, Tortur, die mit Peng verbunden ist. Es gibt aber auch die psychische Gewalt, die Verbalgewalt, Mentalgewalt, wo ich mich seelisch aggressiert spüre und die ihr vielleicht nicht gesagt wird, Remarke, Blicke. Und es gibt die strukturelle Gewalt. Wo könnt ihr hier, das sind Intuitionen, Systeme, so wie es lebt, die bedingen, dass so etwas über mich bestimmt oder wird mein Leben bestimmt, was ich nicht beeinflussen kann. Tut also in allem ein subjektiver Charakter, mir aber auch nicht nehmen. Was das nun mit Violence, Obstetrik und Gynäkologie gemeint? Das ist also es gibt dazu eine Spezialaufforderung, eine Definition zu finden, eine Definition festzulegen, für das endlich mal gewusst ist, was wir schwatzen. Das ist aber mit dem subjektiven Charakter von den verschiedenen Gewaltdimensionen gar nicht so einfach. Der Conseil scientifique von Lützeburg probiert dann Akten festzulegen, die als Gewalt können definiert gehen. Die Praktik violente ou perçue comme telle. Du musst ihn auch noch dazu sagen, wenn ein Zahndoktor man sieht, das geht nicht weh, und du noch das aber weh, fand ich das zwar blöd, mit das aber nicht so, wie wenn nicht irgendwie anders beim Gynäkolog zum Beispiel weh. Für was? Weil die Sphäre, an der angegriffen wird, wo die Peng verspürt wird, ein ganz anderer ist, nämlich die Intimsphäre. Das ist der Privatsphäre, was man haben, wenn man entbläst, eigentlich für einem sitzen, und da geht es um ganz viel mehr, nämlich für allem um eine ganz persönlichste, innerlichste Vulnerabilität. Das ist nicht zu vergessen, wieso du in Unterschied geht am Gewaltweg. Oder bei einer Schwangerschaft, bei einer Geburt, da geht es um existenziell Leben und Tod, heinst du, auf für allem auch um den Sorge von dem Baby, den ich immer drohen und am nächsten gesund auf die Welt bringen gebe. Auf alle Fall geht es auch weiter an der Definition vom Conseil supérieur, die sagt, non approprié, nicht überrascht, non consenti, wo es kein Akkord gibt. Da können vaginal Berührungen sein, ohne Vorwarnung. Da können aber auch andere Griffe sein, wie zum Beispiel hier ein Témoignage von einer Person während einer Geburt. Ich muss so viel erzählen heute noch, es gibt wirklich viel zu erzählen. Sie war an der Geburt und hat gesagt, hier muss raus, nach 2 Presswehen, sonst packt hier nicht. Ich presse von Scheitzen, von Peng, Verzweiflung, von Angst und ich spüre, wie brutal, ob einmal 2 Ehrlebeine sich an meinen Bauch drücken. Die sogenannte Kristaller-Manöver schlägt an meinen Körper an wie ein Bomb. Von oben rauf mit ganzem Körperersatz und immensen Druck presse sich Ehrlebeine an den Armen an meinen Körper. Die Brutalität vom Gest ist unbeschreiblich. Ich schleue just nach da und lasse alles über mich ergehen. Davon aufgesehen, dass die Kristaller-Manöver, wir werden bestimmt noch darüber schwatzen, wie sowieso heiß kontestiert das und teilweise auch an anderen Ländern verboten. Natürlich, wenn man in einer vulnerablen Situation ist und auf einmal könnte noch so ein Gewaltakt ausgeübt, dann sind alles anders wie alles. Ich hatte auch einen ganz impressionanten Témoignage von einem Angriff, den ohne medizinische Besoin durchgeführt wurde. Ich muss ein anderes System vorne nächstes Jahr, entschuldigt mich. Hier ist eine Frage, die in der Endometriose gelitten hat, die Entzündung, ich weiß nicht genau den medizinischen Explikativ von einer Entzündung bei der Gebärmutter an der Schleimhaut rundherum. Sie müssen operiert gehen, für die Gebärmutter entfernt zu kriegen, aufgrund von der Krankheit. Es war ausgemacht, dass der Doktor meine Gebärmutter rausholen an die Kisten und den Eierstock eben auch. Ich wollte meinen Eierstock heilen, mit 45 Jahren war ich nicht in der Menopause und die Wichtigkeit von den Eierstock war mir gut bekannt. Wo ich aus der Narkose erwascht bin, so der Chirurgmann hat aber der Eierstock rausgeholt, für alle Probleme, lo oder in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Es ist keine direkte Indikation dafür gegeben, dass die Kisten waren nicht bösartig.
Es war vielleicht gut gemeint, mit den Angriff war natürlich enorm für sie sind Menopause kommen und hatten auch Probleme damit. Aber das Schlimmste war, schreibt sie, dass ich kein Konsentement zu dem Angriff gehen habe. Es war etwas anderes, das ausgemacht, vor der OP, und es war kein Notfall. Ich habe über meinen Körper an mich dezidiert. Das habe ich als stark übergriffig erlebt und ich schon lange müssen nur mal schaffen, für die Sache irgendwie zu akzeptieren. Also kein Bösemann, kein Unverständnis. Und da gibt es aber auch noch Ping, die erlebt wird und die eigentlich gar nicht Mist sind, weil eigentlich darf eine Untersuchung nicht weitergehen. Es gibt Marken, die ganz deplaciert können, sind an ganz langen Dave sitzen bleiben. Über den Körper, über sexuelle Orientierung, über Lebensausstellungen. Und es gibt auch Ignoranz und Unwissenheit oder in nicht Leben von dem Problem von einer Frau. Heiner ein Témoignage von einer Frau, die lange Jahre mit Endometriose geplagt war. Und auf ganz viel Unverständnis und schlimme Marken getroffen ist. Sie hat regelmäßig mit Schmerz mit der Ambulanz an die Klinikbericht gehen und hat gesagt, oh, ich soll kein Opfer hören, so die Gynäkologin. Regelmäßig haben sie keinen Grund für in die Urgenz zu kommen, so der Gynäkolog. Sie konnte wohl gemerkt nämlich stehen. Sie hat auch schon einen Wunsch geäußert, Wunsch gibt keine interne Untersuchung, weil sogar die kleinsten Tampons mit Qualen verbunden. Sie hat aber gesagt, da können wir nicht vorbei gesehen, die muss das aber machen. Sieht mehr relax, sollte sie. Da kann nicht weh tun, so den Diana. Das ist just, weil die so verkrampft sieht und die sieht ein bisschen sensibel. War also normal. 13 Jahre war alles normal, bis endlich ein Doktor gesagt hat, die hat Endometriose. Und auch dann sind Zitate und Remarken nicht ausgeblieben. Was nicht können gesehen, kann auch nicht stimmen. Ich gesehen du nicht. Trinkt einfach ein Glas Wein, da klappt er doch mein Partner. Die muss doch nicht kreischen. Sie ist sicher, dass sie nicht vergewaltigt gesehen. Ich gehe nicht um die Nummer von einer Sexologin. Sie schreibt, ich wünsche mir einen Doktor, der mich echt hält, und meinen Peng nicht rufen möchte. Ich wünsche mir einen Gynäkolog, der über Endometriose aufgeklärt ist. Einen, der sein Ego überwinden kann und mir gelebt, auch weil sein Ultraschall meine Krankheit nicht weiß. Und ihr seht, ganz viel Angriff sind für den, der nicht erlebt, umso mehr treffend und existenziell, wie vielleicht den, der kurz einen flapsig Bemerkung möchte. Und das trifft eben auch Leute, die sich dem LGBTQ+ zuordnen, die vielleicht sich nicht trauen, an eine Konsultation zu gehen, weil sie eben schon mit Unverständnis, weil sie schon Unverständnis begehen tun. Es stoßen aber natürlich auch Menge Leute Panel schwarze mit, weil man wichtig eine umfassende Introduktion zu machen. Wie als RWQ, zum Beispiel Madame Jolande Klein aus hier waren, begehen die Leute, die Schwierigkeiten hatten oder haben schon mal so eine Gewalterfahrung, könnt ihr vielleicht kurz berichten, wie dir der Lobby so mal erlebt hat? Also ganz sicher begehen wir Leute, die so Gewalterfahrungen haben. Ich muss auch so Gott sei Dank begehen wir mehr Leute, die nicht von einer Gewalterfahrung berichten. Das darf man nicht vergessen, dadurch Sachen sind, die gut gehen an der Geburtshilfe. Gewalterfahrung ja, aber das ist ganz wichtig zu gucken, dass wirklich die Erfahrung, die Leute machen. Die Geburt ist für sich aus enorm gewaltig. Kann ich so, was will, das ist so. Das ist die Natur von der Sache. Wie das von den Leuten erlebt wird, ist enorm unterschiedlich. Und wir sehen dann sogar, wie mehrere da leben, also es ist total anders, dass wir das was Leute erleben. Wir können bei Geburten dabei sein, wo wir so alles gut gegangen, wunderbar. Und irgendeine Remarque oder irgendetwas, was geschieht ist, sogar ganz so lang, dass der Empfangen von den Wehen kann traumatisch sein für Frauen. Ja? Auf der anderen Seite gesehen wir Geburten, wo wir so, das war wirklich, das war nicht das Flotz, was wir gesehen haben. Das war wirklich schwer, anstrengend. Die Begleitung war ganz gut. Aber wir haben nur mit der Frau schwätzen, da seht so, ja, es war sportlich zum Schluss, aber es war tipptopp gegangen. Ich war froh, dass ich da war und dass ich geholfen habe. Und die hat das nicht als Gewalterfahrung gelebt. Das ist das ganz, ganz schwer für am Voraus zu wissen, was gerade für die Frau Gewalterfahrung ist, und was nicht. Und für mich ist ganz wichtig, dass man alles, also dass die Frau, dass man die Leute kennen, dass die Leute Eis kennen, dass Vertrauen da ist und auch, dass sie sich äußern, in dem Moment, wo es nicht geht. Wir schon hören, dass der gesagt wird, wir schicken nicht bei Sexologin, wir haben ja eine Sexologin sitzen, wo die Leute am Kabinett, die mit so Probleme oder erlebte Phänomene bei euch kommen. Ja, der kommen da
der kommen dabei mich und sind sie geschickt gehen oder sind sie auf eigene Initiative kommen. Was ich auch, weil ich von der Definition oder das, was ich gesagt habe, also dass effektiv die persönliche Erfahrung, dass ein Gefühl wird, dass eine Gewaltsituation war, weil aber wichtig ist, für einfach klarzustellen, und das ist eben noch das, was ich mit meinen Patienten gucken, dass für das wir können von einer Gewaltsituation schwätzen, das kann ihnen empfangen haben, an empfangen ist wichtig, für das es Platz gibt, wir können darüber zu schwätzen, aber das ist aber nicht genug Beweis, das geht nicht durch, wir können zu sagen, das war ein gewalttätiger Akt von der anderen Person. Und das ist ganz wichtig, weil eine Gewaltsituation kann just entstehen an der Interaktion von zwei Menschen. Und da haben wir damit Sinn, und das will Sie sicher besser erklären nach Wirsch, aber da haben wir Akten, du musst gehandelt gehen, respektive du soll nicht gehandelt gehen, ohne dass das intrusiv ist und ohne dass das ein Neglect ist. Und da sind Situationen, wo ihr seht, okay, die hat die Option, gibt eine Option. Da sind nicht nur positive Konsequenzen, aber auch negative Konsequenzen. Das ist die einzige Option, die wir haben, aber die hat wir das zu machen. Und dann haben wir Situationen, wo es paar Optionen gibt und wo die Person dann verstehen kann, okay, das kann ich dabei, das ist das positiv, was ich daraus herausziehen, das ist das negativ, was ich daraus herausziehen, und darauf gehe ich mein Consent. Und was die man so fällig ist, dass das Leute, die das Gefühl haben, die das subjektiv Gefühl haben, in einer Gewaltsituation waren, und das gar nicht für das Empfangen zu minimisieren, weil das Empfangen muss geholt gehen, aber den Unterschied zu sagen, das war ganz, ganz schwer, oder ich war in einer gewalttätigen Situation, weil das kann legal Konsequenzen haben, für den auf der anderen Seite von der Interaktion war und in dem Moment als Täter ausgesucht haben. Das ist wirklich, was wir probieren zu strukturieren. Und Gott sei Dank, an den meisten Fällen geht klar, wo am Anfang an der Interaktion Schwierigkeiten waren, für das der Vécu mehr negativ war, wie am Anfang hat könnte sein. Und da kommen wir, das wird man da wahrscheinlich auch noch mehr beschwätzen mit der Erwartungshaltung, an der klarer Kommunikation oder vielleicht ein strukturelles Problem, wie viel Zeit haben wir, für die Sachen zu beschreiben und so weiter. Und dafür, Gott sei Dank, sind da viel, wo am Anfang nicht eine Gewaltsituation war, auch von Gefühl ganz, ganz negativ empfunden war im Moment. Herr Pfeiffer, dir sieht wahrscheinlich die andere Seite, die dann geschwärzt wird, weil wir als RWQ mit dem Phänomen. Ich meine, an einer Praxis am Umgang mit Patienten, also eigentlich die ganze Zeit am Gang, die Leute Novellen zu gehen, die traumatisch können sein. Die Patienten auf Kopf gehalten, ich meine, die können den Patienten, ich weiß schon nicht, die war Obstetrik, die wird Geburt, vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, die war Obstetriker Geburt, aber wir schwätzen allgemein bei einem Gynäkologen, ich meine, die können den Patienten annoncieren, dass eine Brustkrebs hat, dass was Schlimmes ist, die können den Patienten annoncieren, dass ein Frotti hat, der nicht normal ist. Das geht Patienten immer irgendwie durcheinander. Den einen mehr, den anderen Männer. Aber das hat immer einen gewissen Impact auf die Leute. Und den Impact, den ist nicht gewalttätig von dem, den er annonciert, das ist nicht den Messager, den am Anfang gewalttätig ist, an dem er annonciert, aber das einfach durch die Nouvelle, weil irgendetwas nicht so ist, wie man sich eigentlich denkt, dass es soll sein, was ein Trauma bei den Patienten oder beim Patienten kann auslösen. Und dadurch könnte dann effektiv der Vécu, den er hat, den mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, Témoignage sind ganz interessant, sowohl zur Endometriose, also besonders zur Endometriose. Ich meine, das sind Situationen, du siehst Sachen gesagt, die sind absolut inakzeptabel, das ist ganz klar. Ich meine, du musst noch ganz klar einen Unterschied machen. Ich meine, einem Sohn trinkt ein Glas Wein in der Rapport, da geht das schon, das ist schon extrem limit. Nicht immer direkt eine Endometriose erkennen, probiere für Patientin zu sagen, nicht alle Regeln, die weht aus dem Endometriose, nicht alle Regeln, die weht, muss direkt in IRM gemerkt werden, muss direkt mit schweren Examen gemerkt werden. Das heißt, wir haben auch Tendenz zu sagen, okay,
probieren wir mit den Treatment und da gucken wir an, da können Patienten immer und so finden, dass es noch immer nicht besser ist. Einfach für ein bisschen zu patientieren, kann vom Patient aber schon als schlimm empfunden gehen. Zumal wenn es in der Zwischenzeit bei einer anderen geht, die vielleicht ein bisschen eine andere Approche hat, den es vielleicht in ihrem schickt, und da sieht, die hat eine Endometriose, okay, dann hast du den anderen daneben gewirrscht, an der empfand ich dann direkt als traumatisch. Was ich verstehe, wird aber auch von unserer Seite nicht immer, oder allgemein nicht als Expressigkeit gemacht. Also das ist einfach in der Weise für zu schaffen. Nachdenke, ich meine, ich muss einen ganz großen Unterschied machen zwischen der verbaler Gewalt, Sachen, die ihr seht, die sich nicht so, und ich meine, da tun wir alle gut an den Dotheimernergen hören, an Approchen, die ich kann haben, die nicht unbedingt immer an die Richtung gehen, wo nur den Diagnostik ist, wo ich meine, wir können auch also mal irren, muss ich nicht eben bis zum Schluss durchdenken und muss ich mit der Patientin kommunizieren und Sachen explizieren. Und das ist mein Thema, den noch könnte, ganz wichtig ist, die Kommunikation, die man muss. Ja, zentral. Ich will eine kleine Fußnote machen. Mich stelle gar nicht auf froh, die Gewalt, wo total deplacierte Remarke gemacht gegen sexistische Natur oder diskriminierende Natur, all Akt von Gewalt, die klar Gewalt ist, als absolut zu kondamnieren. Die gegönnt diskutiert hat, das ist eigentlich einfach nicht akzeptabel. Und die sprengen noch all Zucht von Doktor oder was auch immer pflegender Verantwortung. Wenn die gerade angeschaut, es gibt eben verschiedene Faktoren, die bedingen, dass die WQ problematisch kann gehen. Die Erwartung vom Patient oder von der Person, die vielleicht an Konsultation könnt oder an Geburt könnt, trifft dann aber auf eine Realität, die eine andere ist, oder sie trifft auf einen Pflegenden oder Behandelnden, den einer Aussichten hört oder einer Vierleben hört. Es braucht also du ein bisschen mehr vielleicht eine Nuance, um Vielfalt zu verstehen, wie den behandelt, und aber auch, wie den bei mir könnt, wie die will trätiert gehen. Wie sind du Ermeinungen? Was kann ich da zum Beispiel machen für eine Geburt, bei der Geburt, ob wir von der gynäkologischen Gewalt und tu auch schwätzen, für zu erklären, dass es eben kein Spaziergang ist, mir echt am Mount Everest, und dann vielleicht mal eine Erwartungshaltung abzuraumen, die dann aber zu romantisieren ist. Oder klein oder? Ja, du hast doch die Weltgesundheitsorganisation sich Gedanken darüber gemacht, wie was sind Kriterien oder Rekommendationen für das Geburt so positiv für möglich Erlebnis gibt für die Leute. Ganz klar, als eine von den Rekommendationen, dass die dritte an der Reihe sogar, die sieht, was ganz wichtig ist, dass die Frau und die Familie den ganzen Weg von Anfang von der Schwangerschaft, durch die Schwangerschaft, die Geburt, dann die Zeit danach, mit den selben Personen gehen. Das kann eine Person sein, was aber echt der Seelen ist, aber das kann eine kleine Gruppe von Personen sein. Und wenn in den Weg gemeinsam geht, da kennt ihn sich. Aber wenn die Leute, die mit Schwangerschaft begleiten, auch die Leute sind, die bei der Geburt dabei sind, dann hast du einen immens guten Austausch. Und da wissen die Leute viel mehr real, was sie durchkennen, weil die Begleiter, die sind da bei der Geburt dabei, die wissen, wie es lebt. Ob das daheim oder an der Maternität ist, ist ganz egal. Aber die sind bei der Geburt dabei, die können ganz real erklären, wie die Sachen laufen, und sie kennen die Leute, die an die Geburt kommen. Und da sind die Missverständnisse, die oft aufkommen, wirklich zum Teil sind einfach nicht da. Und plus, wenn es nicht so geht, es kommen immer ungefähr gesehene Sachen an der Geburt vor, wenn es nicht so geht, wie die Leute sich gewünscht haben, sind dieselben Personen noch dabei, für es abzuschaffen. Und den Suivi continu, das ist etwas, was wir nicht so hier am Land tun. No? Also das Seelen, das ist eine Frau, die hier kennt, die bei der Geburt dabei ist. Und das ist das, was fehlt. Wenn wir das hätten, die kontinuierliche Suivi, dann wäre ganz viel Probleme aus der Welt geschafft. Da geht vielleicht diese Bestimmung von der Person mehr mit dem medizinischen Necessaire über den nicht stimmen. Die wollen etwas so in der Fall. Ich gehe da mit einem Kleinen absolut recht, das ist evident. Bon, ich gesehen von der medizinischen Seite, ich meine am Anfang mein Suivi von meinen Patientinnen über Schwangerschaft,
dann kommen sie an die Maternität und da sind sie mit Tierwärme konfrontiert, die sie eventuell nicht kennen. Und den Doktor könnt dabei, am Anfang zum Schluss, den großen Teil von der Geburt geht ja am Anfang von der Tierwärme surveilliert. Aber das schon, und das seid ihr ganz klar, mit den Patientinnen, die ich an meiner Praxis surveillieren, habe ich das Gefühl, dass eigentlich ganz wenig Konflikte sind. Aber wann Konflikte sind, da kommen sie auch zurück. Schwätzen wir drüber, wenn man es schon sind da manche Menschen kennen, vielleicht schon sind da 5 Jahre und schon der dritte kann, da wenn der nicht in der Person nicht richtig ist, schwätze den drüber. Aber ich meine, es hat den noch von vielen Jahren einen anderen Approach, wie wenn in einer Garde ist, wo ein fremder Patient, den ich gar nicht kennt, mit dem ich nie geschwärzt hat, bis in Bänke, ja, und plus vielleicht in einer komplizierten Situation ist, wo ihn da muss ganz kurzfristig irgendetwas dezidieren, nicht, dass ich denke, bei Patienten rangegangen, zu den Amoi gesagt, das ist Dr. Pfeiffer, ich bin ein Kart. Voilà, wir gesehen, als ich denke, dann an der Bänke 2 Uhr, da geht ein Telefon und da muss ich dabei, und da brennt es. Und da muss ich irgendetwas ganz sicher machen, und weiß ich gut nicht, wie ich mit der Patientin umgeht. Ich weiß, wie ich mit einer Situation umgehe, ich weiß aber nicht unbedingt, wie ich mit einer Madame A oder mit einer Madame B umgehen. Mit der Madame A kann mein Diskurs absolut perfekt sein, und den nämlichen Diskurs in einer ähnlichen Situation mit der Madame B kann desaströs sein und komplett falsch verstanden gehen. Und dafür ist die 1:1 Betreuung, meine ich schon etwas, was extrem wichtig ist. Kriegen wir das hin? Ich und ich da, da kommen wir ja auch noch an Diskussionen vielleicht mit den Geburtshäusern, die ich da an die Richtung ja ein bisschen schaffen. Aber ich meine, dass die 1:1 Betreuung so wie die Situation vom Personal, von Mangel an Personal, als etwas gibt, was in Zukunft schwer geht. Was aber fundamental ist. Also die Strukturalproblematik wird man auch noch abschaffen, mit Natascha Bispis möchte schon gewiesen, dass es so ein Ma, weil ich als Zula ja 1:1 Betreuung machen, also ich gesehen Frauen an der Schwangerschaft, an während der Geburt daheim, und dann eben noch am Wochenbett, und effektiv, also es immens tut positive Auswirkungen, das wissen wir, das ist nicht in der seischen Erfahrung, mit der auch die Wissenschaft, die an Drose steht, also effektiv, wenn du die Kontinuität geht, dann ist die Integration von der Erfahrung auch besser, und da ist eine Vertrauensbasis am Vorfeld aufgebaut, und dass der Schritt, dass Malo, also dass zwei Kliniken zuletzt kein Dollar mal draus sind, das heißt, du kannst noch vielleicht dir noch machen für das, ja, voilà, dir noch machen, und das aber nicht nur für Werbung zu machen für Dollar, aber auch eine Mom kann du viel machen, eine Schwester, einfach eine Vertrauensperson, ein weiblich, also die Wissenschaft sieht, die Etüden, die gemacht sind, dass wenn eine weibliche Vertrauensperson dabei ist, dass dann die Frauengeburt wesentlich besser erleben. Und ja. Und ich wollte noch just so, dass die WHO aber auch bemängelt, dass das Thema Medikalisierung von der Geburt einen stark negativen Impact hat auf das Erlebnis von den Frauen. Und da sind Zahlen zuletzt auch ziemlich schlecht. Voilà. Vielleicht soll ich noch nicht darüber schwätzen, Laura, wollt ihr nicht darüber angreifen? Ja, etwas, was man noch, was ich noch wollte zu sagen, ist, weil ich ganz viel auch gesagt habe, dass sie paradoxal soziale Werdungen generell bei den Leuten der Medizin oder der Prise en charge, der medikale Prise en charge gegenüber, wo man Leute haben, die an dem Mangel extrem sind, so Sätze wie zum Beispiel, ja, sowieso, die verdienen genug, an das ihnen Arbeit zu machen, und sie müssen wissen, und wenn sie nicht die Arbeit machen, dann ist es, weil sie faul waren, und ich will da, weil das ist hier Verantwortung. Ne? Und dann eine andere Haltung, das ist zu sagen, nee, das ist mein Recht, können heimat zu dezidieren, wie das soll auflaufen, und alles, was den anderen im Moment dezidiert, das ist ein Angriff, das ist eine Intrusion an. Und die erste Haltung, das ist mir eine Naivhaltung, ich gehe davon aus, dass egal wie, weil das dem sein Job ist, und den, egal wie mein Best am Sinn, und egal was er möchte, wird just positiv Konsequenzen haben. Und dann, das ist ein misstrauisch Approach, wo ihr seht, also nee, egal wie, wenn ich eine Kontrolle darüber behalten, da ganz bestimmt wird ihn seine Macht über mich
abusieren. An dem Moment werdet man nicht gut gehen, aber für das zu vermeiden, muss ich halt Kontrolle beibehalten. Und da ist es wichtig, dass die Leute verstehen, dass man Mittelweg muss finden zwischen eigener Verantwortung, dass ich nicht naiv an die Sache rangehen und dass ich schon, ich probiere auch wirklich darüber zu interessieren, dass ich offen bin mit dem, was ich gerade verspüre, dass ich nicht das, was ich gerade fühle, mein Peng minimisieren, dass ich ganz transparent bin mit dem anderen, für das ich ordentlich kann seine Diagnostik machen und dann auch ein Teil Vertrauen, wo ich muss akzeptieren, dass es Momente gibt, wie der auch viel gesagt hat, du geht nicht nach lang den Konsent gefragt. Du musst agiert gehen, weil wenn nicht agiert gehen, da wäre dein Foto grave. Und das kann dann als Intrusion verspürt gehen, wenn ihn zu viel auf dem Volley aus misstrauen an die zwei Extreme sind an dem Sinne nicht funktionell. Und das ist etwas, was man wirklich immens gesehen und das wird auch die ganze Phänomen Covid total verstärkt an der Haltung von den Leuten, wirklich an die total, oh nee, die anderen dezidieren, ich das nicht mein Bereich, ich habe keine Ahnung, oder ich muss komplett Kontrolle behalten. Und das muss, also das nicht Vertrauen an das System, das macht es dann natürlich noch mehr schwer, wenn man am strukturellen Niveau Probleme haben, dass man nicht immer dieselbe Person haben, der man am besten könnte vertrauen und dass man direkt an eine Misstrauensposition kommen, wenn man mit einer Person sieht, die man nicht unbedingt kennen. Also Stichwort Vertrauen aus Gold wert, obwohl doch zu schwarz kommen. Das Problem ist, wir sind an der Situation von der Geburtsvorbereitung oder von der Geburt selber und es geht schwierig. Was auf jeden allem spielt aus Angst, ne? Blank Angst, das ist etwas komplett Neues. Ich war nie in einer Situation und das geschieht etwas mit mir, ich weiß nicht was. Und da geht oft eben wie du schon so, der Gefühl bestimmt den über mich, weil du an der Urgence muss gehandelt gehen. Ich meine, die meisten sind sich bewusst, wenn eine Urgence ist und geht um Leben und Tod von mir oder von meinem Baby, da muss gehandelt gehen. Das ist aber so, dass die viel Angst eigentlich bedenkt, dass Verwartungen ganz verzweckt können gehen. Das haben wir an der Covid-Pandemie genauso gesehen wie Ebola. Also ich war froh, was kann ich da machen, dass das nicht an einen Teufelskreis resultiert, wo kein Vertrauen mehr in die Wissenschaft geschieht, aber wo diese Bestimmung von der Frau nicht abgeht, weil das ja aber möglich bis zu einem gewissen Degré, es gibt natürlich Gesetze, die ein Geburt sie lassen, aber das bis zu einem gewissen Degré aber auch gehört gehen kann, was Person will. Wir haben über 4 Gespräche gesprochen, die immens wichtig sind. Wir haben aber auch darüber gesprochen, an der Urgence, den Doktor vielleicht nicht aus, den 4-Programm kennt von der Person. Was machen wir da? Das ist eine mega schwere Frage, und Antwort nicht. Was machen wir da, wir wissen, an Medizin eine Frage gestellt wird, vielleicht auch, weil aber gehört wird, wie viel Abus teilweise gemacht wird, aber wie viel schlechte Vécu entsteht. Wie geht denn du mal da vielleicht Herr Pfeiffer oder? Ja, ich kann vielleicht so, dass du gesagt, dass viel Angst du hast, und wenn ich mit Frauen schaffe, muss ich so, dass am Anfang gar nicht so viel Angst, sie haben nicht so viel Angst vor der Geburt. Vielleicht, sie kriegen Angst gemacht, aber wir sind auch so konditioniert, dass wir die Angst schon anders drohen, weil durch Medien oder durch die Geschichten, die wir hören und so weiter, weil am Anfang ganz wenig positive Geburtsgeschichten. Aber ich habe schon Gefühl, die Frauen, mit denen ich arbeite, haben am Anfang immens viel Vertrauen an sich, an auch, muss ich auch so, wenn wir über Vertrauen schwätzen, dass sie auch immens viel Vertrauen haben. Sie kommen ja aber trotzdem an Kliniken akkuscheren. Das heißt, sie kommen mit einem großen Vertrauen den Tag von der Geburt bei medizinischem Personal. Und sie sind oft en face von einem System, du sagst, wir werden wahrscheinlich noch darüber schwätzen, also strukturelle Gewalt ausübt. Das heißt, du siehst Protokolle, die stehen über der Integrität von den Frauen. Du siehst Sachen, die können nicht auf vorgestellt gehen. An der Definition von Gewalt, die am Anfang an der Aufklärung genannt ging, ja, du hast ja das etwas anderes, das über dich herrscht. Das heißt, den Tag von deiner Geburt, wo wirklich den wichtigsten Tag für die meisten Menschen, ist, die Geburt von ihrem Kind, du sind nicht Akteur. Und nicht nur ein Akteur vom Prozess, aber wirklich Akteur zum Teil über meinen eigenen Körper. Ich kann nicht dezidieren, ich kann nicht sagen, ich will keine vaginale Ersicherung. Ich habe schon mehr wie ein Kehr gesehen, dann da wird gesagt, okay, da kommt man eine halbe Stunde. Mehr eine halbe Stunde ist auch, das ist nicht ein Consentement, wenn ihr seht, wir verschieben das zeitlich.
Der Tee steht das schon etwas, geht den zum Beispiel auch nicht so, also geht den nicht, kann den an die Geburt ran, geht eine vaginale Sicherung, das sind Routine-Sicherungen, die muss akzeptieren, das sind Spielregeln. Ne? Mit anders da war, also ich stelle auf jeden Fall froh, wie viel von denen etablierte Regeln können wir über die körperliche Integrität stellen. Was möchtest du Sinn? Wir haben das Resultat, dass so viele Frauen Erfahrungen haben und die gewaltvolle Erfahrungen sind tiefgreifend. Wir schwätzen also schon auf in Teil von Sicherheitsstandards, die als die auch kommuniziert gehen, und aber vielleicht auf Fragestalt könnte gehen, weil sie nicht mehr der Zeit oder dem Wissensstandard entsprechen. Auf jeden Fall. Genau, dann Herr Pfeiffer brennt, für etwas zu sagen. Ich meine, wir schwätzen, oder wir haben Hypermedikalisation angesprochen. Das ist schon richtig, dass eine Geburt oder dass die Geburten medikalisiert sind. Wir müssen aber auch nicht vergessen, von wo wir kommen. In 200 Jahren sind Frauen regelmäßig gestorben, wenn sie accouchiert tun, sie Baby regelmäßig gestorben, das wäre so. Bon. Es sind eine ganze Reihe Entwicklungen gekommen. Die Entwicklungen haben gemacht, dass 2023 ein exceptionelles Evenement, das von einer Frau bei einer Geburt stirbt, und dass es ein ganz rar, nicht gerade so exceptionell, aber ganz rar Evenement, das von einem Baby bei einer Geburt stirbt. Die Babys, die sterben, weil sie Malformationen haben, die festgestellt sind, wo man sowieso nicht ganz viel konnte machen. Es sind auch Babys, die aus heiterem Himmel mal können sterben. Können nicht oft vier, wir können aber vier. Wir sind aber heute in einer Situation, wo eine Geburt etwas Sicheres ist. Der Preis davon ist zum Teil Medikalisation. Nicht unbedingt ganz. Ich meine, die Patientinnen, die brauchen effektiv die Medikalisation nicht. Die Patientinnen, die brauchen die Hypermedikalisation. Ich meine, für 50 Jahre hat eine Diabetikerin gesagt, die geht nicht schwanger, Haut, die Diabetikerin schwanger, es gibt Lungentransplantierte schwanger, es gibt Leute, die schwere Krankheiten haben, die können schwanger gehen, aber die brauchen eine Hypermedikalisation. Und es sind Leute, die haben überhaupt kein Problem, die gehen schwanger, aber keine nur gehen gucken, die gehen noch nicht mehr zu Hause accouchieren, ob mit oder ohne Doktor hier war am Dula, da wären da dabei, die gingen ganz normal accouchieren und gingen nicht geschehen. Wären da aber auch dabei, wo es nicht unbedingt so gut ging ausgehen, wenn überhaupt keiner sich darum kümmert. Laut Diskussion, wem muss sich darum kümmern, da da sagen, die muss man effektiv feiern, wo muss das wie von einer Geburt gemacht gehen, da lässt sich über alles diskutieren, wie der Graf von Risiko darf man angehen oder nicht angehen, da muss man darüber diskutieren. Das Problem ist, dass aber die ganze Diskussion Gewalt das Ganze ein bisschen verfälscht. An Patientinnen eben die Angst für einen Doktor oder für eine Struktur auflässt, die bei verschiedenen nicht schlimm ist. Verschiedene Patienten können sagen, das ist gar kein Problem. Accouchiert daheim, da wissen wir so gut wie Tierwärmen, dass das bald immer gut geht. Aber wenn es nicht gut geht, dann kommen sie an die Maternität und dann geht es da gut. Mir eins, da geht das aber auch daheim nicht gut. An der Maternität kann es auch nicht gut gehen. Mit Patientinnen kriegen aber irgendwie die Angst durch die dritten Diskussion auch gemacht. Die Méfiance, wenn die Méfiance da ist, dann gehen zum Teil Forderungen gestellt, die ihn auch versteht. Und ich meine, das ist schon gut, dass alle Patientinnen sich Forderungen soll stellen, ehe sie accouchiert, also in der und der will ich. Den Do-Protokoll stelle ich auf froh, den Do-Protokoll stelle ich nicht auf froh. Es gibt ganz sicher Sachen gemacht an den Maternitäten, die protokollarisch sind, wo ihr könnt bei verschiedenen Patientinnen sagen, okay, muss nicht unbedingt gemacht werden. Es gibt aber andere Protokollen. Ich denke zum Beispiel an die Injektion von Cytocinon, und dem kann raus ist. Da wissen wir aber ganz genau, dass es oft auch vorgestellt wird, wo oft Patientinnen so, nee, will ich nicht. Da wissen wir aber ganz genau, dass man durch die Mesure ein klar Bess von Hämorrhagien oder Geburt tun und dass man
Männer Patientinnen haben, die massiv bluten, wenn sie bis accouchiert tun. Bon, muss ich da vorstellen, muss ich das nicht da vorstellen? Ich meine nicht, dass ich so etwas muss vorstellen, das ist einfach ein Programm von der Medizin, den ich nicht muss vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob Vater genau angesprochen, ich meine nicht Ja, mir unbedingt, das ist ob ein gutes Beispiel an Mengen an. Also, Menschen sind ja individuell und das einfach, ich persönlich fand, dass es ein strukturelles Problem ist, wenn ihr seht, jeder muss das total angespritzt kriegen, ob es Sinn möchte oder nicht. So, jeder muss so selbst behandelt gehen und das ist eben Standardisierung von der Medizin. Ich verstehe, dass wir da angekommen sind, ne, dass es so funktioniert. Wir haben den historischen Rückblick gemacht. Ne, wir sind aber an einer ständigen Weiterentwicklung. Also sind wir am Punkt, wo wir so viele Frauen leiden in den Zuständen, die wir haben. Und es gibt viel Schmerz. Und wir wollen also positiv weiterentwickeln. Und voilà. Ich meine, der Toten ist auch ein Vorwurf für Santé publique, dass es ein Vorwurf für Santé publique, das nicht beweist, dass es dann in einer Gesellschaft nicht gut geht, weil das Santé publique, wir gucken, okay, was das Bedürfnis von der Majorität von den Leuten an der Situation, und da spielen wir am Anfang mit einer Marge d'erreur, und da sagen wir, okay, für das, dass viele Frauen gut geht durch die ganze Geburt, da geben wir das Risiko an, dass vielleicht eine Minorität von ihnen dann etwas kriegen, was vielleicht nicht notwendig wäre. Ja, wir merken aber, dass es vielen Frauen nicht gut geht. Das ist ja gerade. Ja, aber das wird gerade beschwert gehen, dass das sind Sachen, die nicht administriert werden, nicht ganz klar scientifisch bewiesen wird, dass es der Majorität von den Leuten gegen mehr schaden wie gegen gut tun. Also, Ich meine, die Diskussion, da können wir zum Beispiel ganz gerne über die Episiotomie haben. Ja, auch. Die Diskussion können wir ganz gerne über die Episiotomie. Also, für die Leute, die nicht medizinisch gewieft sind, dass den Dammschnitt gemacht wird, wenn die Öffnung nicht groß genug ist, wie das Baby kann rauskommen. Voilà. Merci für die Präzision. Nee, ich meine, die Diskussion können wir ganz gerne über die Episiotomie haben. Für 50 Jahre oder für 30 Jahre sind Episiotomien drüber da wieder gemerkt. Da können wir ganz klar sagen, da sind Episiotomien, die sind nicht nötig. Das Einzige, was die Episiotomie gemacht hat, ist, dass es ein bisschen Misere gegangen ist. Aber wir haben aber die Patientin dadurch blessiert. Ja. Richtig, also am wortwörtlichen Sinn blessiert. Wir haben einen Schnapp gemacht, der nicht muss gemacht werden, wo man auch gesehen, dass eine ganze Reihe Patientinnen können accouchieren, ohne überhaupt einen Riss zu kriegen. Da können wir die Diskussion haben, muss eine Episiotomie systematisch gemacht werden. Da sind wir eigentlich alle guten als da verstanden. Nein, natürlich nicht. Die, wenn wir keine Episiotomie gemacht haben, du sagst nicht als Doktor, nein, auch nicht. Es gibt Indikationen, mit die Indikationen, die sind eben präzise. Da kommen wir dann in eine Diskussion, wenn wir die Episiotomie als allgemein verdeifeln als Misshandlung, dann machen wir den Patienten global Angst für den Gest, den aber von Zeit zu Zeit gebraucht wird. Wir machen alle Guten, sowohl Tierwärme wie Doktoren Episiotomien, aber wir sind auch durch die heutigen Diskussionen ganz stark sensibilisiert, aber überlegen 7-mal, immer sie machen, aber wir so die Patientinnen der Welt, und ich habe wieso noch nie einer Patientin gesagt, doch, ich habe einer Patientin gesagt, ich meine eine Episiotomie, und dann hast du Mann abgestellt und hat Schere aus der Hand gehabt, und gesagt, dann habe ich keine Episiotomie gemacht. Aber die anderen Patienten, die sagen, okay, gut. Wir haben aber vier Drohnen auch schon drüber geschwärzt, an der Praxis, wo schon gesagt ist, ja. Das ist exzeptionell. Ja, okay, die viel verschiedene Beispiele nennen, auch den Déclenchement oder wieder so den Oxytocin-Geburt. Was ich so wollte, als auch, was wir schon manchmal vorstellen, dass nicht nur unbedingt von ihnen einen Griff von einem Herz braucht während der Schwangerschaft oder was weiß ich, mir das einfach der standardisiert Angriff zu viel benutzt gehen. Und die führen dazu, dass Frauen ein schlechtes Erlebnis haben von der Geburt. Und das impactiert sie oft ein Leben lang. An dem Sinn gebe ich gerne über kurz Cäsarian, den Kaiserschnitt an den Raum werfen. Schon durch ein Témoignage gekriegt, den eigentlich nicht die Notwendigkeit von einem so einem Angriff vorstellt, mit der weiß, wie kommuniziert wird oder eben nicht. Weil ich denke, wir werden noch mehr oft darüber schwatzen, dass eigentlich ein A und O ist. Den Témoignage ist auf Französisch, als Herr Bannen den Französisch nicht versteht.
Okay, das ist gut. Sie schreibt, also sie war an der Wehen, das alles, sie wollte so natürlich wie möglich accouchieren, sie war auch an der Covid-Zeit mit einer Doula über den Ekran in Kontakt, das ist fast ein bisschen schwierig mit, das war alles gegangen. Aber das ist nicht richtig viel gegangen. Mais tout d'un coup, le gynécologue est arrivé et a décidé, sans explication, qu'il était temps de passer à la césarienne. Tout a changé, plus d'explication, plus de bienveillance. Die Frau hat nicht auf Frage gestellt, dass das Mist gemacht hat. Au bloc opératoire, j'ai perdu tout le contrôle de mon accouchement. J'étais allongée sur une table, je ne pouvais plus bouger. J'étais gavée de médicaments et mon corps réagissait avec des effets secondaires apparemment normaux, mais personne ne me disait rien. Auch heute, sie hat nicht auf Frage gestellt, dass die Medikamente mussten geschehen, das in eine Opération. Je devais simplement m'en remettre à cette équipe médicale que je ne connaissais pas et qui ne communiquait pas avec moi. Il y avait une assistante à mes côtés. J'aurais voulu qu'elle me réassure, mais elle était distante. J'avais la nausée, je pensais que j'allais m'étouffer. J'avais des spasmes incontrôlables dans les bras et j'avais froid. Je n'ai jamais eu aussi froid toute ma vie. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'avais tellement peur. Das Mädchen hat dann aber alles gut gegangen. Und bis das Baby bis da war, als das Baby fortgeholt ging, und sie hat gesagt, die könnt direkt drum. Où est ma fille? Où est ma fille? On me répondait qu'on allait me l'apporter tout de suite, et rien. Elle ne venait pas. Je n'avais aucune information. J'étais seule dans cette chambre. C'était intenable de ne rien savoir. J'ai appris par après que la sage-femme était partie pour un autre accouchement. J'ignore si on nous a oubliés durant tout ce temps ou s'il manquait juste de personnel. Die Strukturalfroh, okay, die könnten auch mehr haben, also die gerade die Kommunikation, was hoffentlich nicht der Standard ist, ich aber oft hören, einfach ausblieben ist. Das ist zu holen. Du, wie gesagt, die Frau hat nicht kontestiert, das muss Baxter und alles. Was machen wir dann du? Wie reagiert denn du an diese Situationen? Ich gehe darum auf das zurückkommen, weil ich gesagt habe, das Suivi kontinuiert. Also ich fand ganz wichtig, dass die Betreuung durch die ganze Zeit, durch eine Schwester, durch die Mama, durch die Dula, durch eine Freundin, das ist ganz gut. Aber da muss auch eine kontinuierliche Betreuung durch Professionelle da sein, durch die Gynäko, durch die Tierwarm, weil das sind die Herno wirklich schaffen bei der Geburt dabei. Und das sind die können erklären, wie es geht. Das heißt doch bei einer Vorbereitung, muss noch den Leuten können sagen, dass mal ein Cäsarian kann sein, und wie die dann auflebt und auch wie die auch gut auflaufen. Und dann, ich weiß auch gar nicht, wo das da geschieht, dass wir gucken, aber alle Guten, dass die hier, wenn die bei der Geburt dabei ist, wenn dann dezidiert wird für ein Cäsarian, erstens für den Gynäkolog auch für die Frau zu erklären, ist schon noch nicht erlebt, dass einfach so geht, also außer am Fall von Todesgefahr, dass wir rennen an den OP, die Leute kriegen erklärt, und da geht die hier mit an den Operationssaal. Das heißt, das ist eine Person, die die Frau kennt, und normalerweise, also das wird ich gesehen, da bleiben kann er bei der Mom, außer wenn er besatzt, sie muss reanimiert gehen. Na? Da können aber der zweite dabei, was die Frau auch schreibt, das heißt der Personalmangel. Und effektiv, wenn dann, und das soll der Kuschmann eine Frau ist, die darüber und drüber zu kuschieren, die haben wir noch nicht vergessen. Und da möchte ich den Heinz, da kann ich mir vorstellen, guck den Prioritäten. Die Frau am OP ist versucht, durch das Personal, was dann am OP ist. Aber das kann hier, wenn man das soll, der Kuschmann. Wo geht hier dann hin? Da geht es über die Frau, die akkuschiert. Und da muss man darauf schaffen, dass man genug Personal haben, dass bei allen Frauen, die akkuschiert, die hier kann die ganze Zeit dabei bleiben. Das für keine schlechte Wollen, einfach so Sachen geschehen. Ich habe mich noch... pardon. Ja, das zweimal Scheren gesagt, dass das dann nicht express gemacht oder dass das nicht die schlechte Wollen. Aber eine Notion, die extrem wichtig ist, wenn wir von Gewalt schwätzen, dass es intentionell ist. Ich kenne die Grenze vom Bedürfnis vom Patienten, oder von der Patientin in diesem Fall, ne, durch mein Wissen, das ist die Musch, die ich über die Person schon wissen, was die Person nicht tut. Das heißt, ich determinieren, was soll gemacht gehen, natürlich am besten Interesse für die Person. Mit dem Wissen, das ich in dem Moment tun. Dann und das ist Kompetenz sein. Kompetenz sein, ein gewisses Wissen zu haben, an Handeln, am Interesse von der Patientin. Ne? Das ist ein Interesse, oder weil die faul ist, oder weil die mit ist, oder keine Lust hat. Und dann auch die Kompetenz,
für einen gewissen Dialog zu erschaffen, wo ihn ermöglicht, dass den anderen wirklich alles zählt, das sind all die Informationen für können die Kompetenzen, die ihn hat, so gut es geht, können anzusetzen, und dat im Moment klar können rüber zu gehen, für das Patienten kann sein Consent gehen, an Situationen, wo der Consent gefordert ist oder nicht. Und das ist so wichtig, weil wir schwätzen ja von Gewalt, und nachher das ist nicht wie so Témoignagen irgendwie aufzuspielen, vom wie schwer die WQ war. Aber als das unbedingt mit schlechter Absicht von dem Personal, die ganz genau wissen, Bedürfnis von der Person als das, und wir haben die Intention, für das nicht zu erfüllen, aus Ursachen, die als persönlichen Ursachen, aber nicht für die Beste von der Patientin gerichtet ist. Und das ist aber immens wichtig, für das zu definieren, weil das kreiert eben die soziale Méfiance dem Gesundheitssystem gegenüber, und das hilft nicht. Weil wenn ihn eine Méfiance hat, dem Gesundheitssystem gegenüber, dann hält ihn nicht seine Verantwortung für sich zu sagen, okay, wo kann ich mitspielen? Weil ich gehe schon davon aus, dass ich Opfer werde sein, dass ich an einer Interaktion ein Opfer sein. Aber nicht schon davon, und das ist menschlich, wenn der Mensch schon davon ausgeht, dass er ein Opfer ist, dass du geht, dann kann ich ja nicht mehr machen, weil das ist mein Status. Und egal, was ich mache, wird die Person nicht unbedingt mein Best am Sinn haben. Und dafür mache ich den Akzent darüber, weil das wirklich, wirklich wichtig ist, für dass nicht so eine Paranoia entsteht, woher noch keiner gut schaffen, weil der Unterschied mit Gewalt oder Abus de Pouvoir, das ist Abus de Pouvoir von meinem Wissen, den ich schon, und ich meine das nicht für deinen oder für Patientin sei best, das kann legale Implikationen haben. Und du merkst den auch bei Doktoren, weil das sind auch Patienten von mir, die sich nicht mehr, die eben unsicher gehen, weil sie auch vorstellen, okay, die Benefizrisik, mit dem sie die ganze Zeit spielen, wie sehr kann ich am Anfang angreifen, für dass es nicht intrusiv ist, für dass es nicht als Gewalt gefühlt wird, wo sie wirklich sich aufzuschreien, sie gehen dann teilweise vielleicht Optionen, obwohl sie wissen, was am Anfang Mist gemacht gehen, für sich am Anfang an dem sie aufzuschreien, und das blockiert das System. Und das ist aber, fand ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man von Gewalt schwätzt. Wenn man schwätzt von Gewalt, man schwätzt nicht von schon etwas ganz, ganz Schlimmes erlebt, was ich als subjektiv, als ganz, ganz schlimm verspürt habe. Die Komponente ist ganz wichtig. Ja, ich wollte so, dass ich, also nicht weiter verstanden, Sie pardon, aber ich fand, dass nicht unbedingt so essentiell ist, ob den Gewalt ausübt, die Intention hat oder nicht, da das eben gerade Problem. Ja, die Perfidität von struktureller Gewalt, das einem System gehört, und Leute, die sie machen, die feiern da von aus, was die etabliert Regeln von hinten verlangen, das auf alle Niveaus, und nicht nur in der Medizin, aber ja, so wie auch andere Systeme funktionieren und auch gewalttätig sind auch die sie ausfeiern, nicht unbedingt mit der Intention dahingegangen, wie sie sind an die Rolle gesagt gehen. Wir schwätzen halt von eventuell Autorität und Hierarchie auch, und aber auch von Kompetenz und Wissen, was trotzdem vorhanden sein muss. Und das ist eben, das ist das, wo ein hart Nuss ist. Ne? Wie können wir da irgendwie so Welten bringen, ohne aber auch zu sagen, weil ich das weiß, musst du das nicht besser wissen, weil ich schon meine Meinung. Und das ist eben eine Form von, ja, wir hatten noch nicht gesagt, mehr eine Kulturpatriarchal, wo eben aber bestimmt wird, an eine Autoritätsaufhängigkeit geschaffen wird. Ich fand auch immer schwierig, von den Aufhängen zu legitimieren, dass auch als Doktor oder ja, über den Mann sein Körper dezidieren, dann oft von dem absoluten Notfall geschwärzt und so weiter. Oft also dann auch konstatiert, dass das so wird geschehen, wenn in einer Reanimation also oder so. Mehr an der Geburt als das war meistens nicht der Fall, und ich meine, Violence Gynäkologiken schon gar nicht. Das heißt, da schwätzt man oft gar nicht von Notfällen, wo es keine Bedenkzeit gibt. Ne? Der Notfall entsteht gar nicht so sehr. Du weißt ich, also das ist äußerst selten. Und es geht aber öfters, habe ich das Gefühl, inszeniert oder geht dabei mal alles ultra stressig gemacht. Und das ist eben auch der Moment, wo die Dissoziation stattfindet. Wo nicht mehr Herr Meister von seinem eigenen Körper ist.
Und da dass du wo Trauma entsteht, wann Dissoziation ist. Ich fand auch interessant, du kannst über den Aspekt von der Kontrolle und Herr Armeest über den eigenen Körper zu schwätzen. Wir haben ja einen medizinischen Suivi für der Geburt, den ganz viel Zahlen erfasst, der ganz viel, die ganz viele Untersuchungen möchte, sodass man eine möglichst maximal Sicherheit eigentlich Mengen zu haben. Ne? Das heißt, das Vorgehen, dass wir die Untersuchungen machen. Wir kriegen also das Gefühl, wir können als Sicherheit wegen, weil wir all die Untersuchungen gemacht haben. Das wird seit also eine Reihe aus, also werden doch gut gehen. Und dann habe ich mich gefragt, kreieren wir da so nicht aber eine Zuchtbühl, an dem wir die Familien da rauslassen, weil wir hinweisen, okay, wir haben dick viele Untersuchungen gemacht, wir sind sicherer seid, und da kann es dann aber, auch nicht gehen. Also das hat vielleicht auch eine Form von, ich gebe gerne so ein, ja, das noch nicht wirklich ausreichend mit epistemischem Machtverhältnis, weil Wissen kreiert wird, aber trotzdem keine Sicherheit bedenkt. Und das hat eben noch dazu feiert, dass die Sicherheitsgefühl entsteht, was eigentlich nicht übrig ist. Also wo dann eben geschieht, dass Wissen, das Glauben und Vertrauen und Wissenschaft ein bisschen drin leid. Das kann ich so sehen. Ich denke aber als Professioneller, wir müssen noch wissen, wie man den Leuten die Sache vermitteln. Ein Echografist, einen großen Ultraschall möchte, morphologischen Ultraschall, für zu gucken, ob Auffälligkeiten da sind. Die sind sicher nicht zu den Leuten, voilà, schon alles geguckt und er kann das 100% gesund, das ist tipptopp. Die kann das gar nicht so. Die kann just so, das, was ich bislang gesehen habe, da sind keine Auffälligkeiten dabei. Das Problem ist, dass die Leute das gar nicht so abholen. Na? Die gehen aus dem Ultraschall raus, die sagen, ich fahre einen Ultraschall, das ist alles tipptopp, ich keine gesund kann. Und da ist schon eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was die professionell vermitteln, und dem, was die Leute abholen. Das kann ich noch ein paar Mal wiederholen. Und aber geht dann dabei WhatsApp geschickt, dass alles tipptopp machen kann. Das hat kein Mensch gesagt am Ultraschall. Da könnt dabei natürlich ganz viele Untersuchungen gemacht, die haben professioneller Mann da mehr, die anderen Männer, aber wenn ich so Gruppe von Frauen habe, die bei uns in der Maternität akkuchieren, da gibt ganz viel Vergleich, was die verschiedenen Doktoren machen. Und dann geht es aber schon, mein Doktor möchte da so viel, mein möchte das nicht, dann ist das bestimmt nicht gut. Das ist das ein Demand von den Leuten, für enorm Aufsicherung zu kriegen. Und das, die mir gar nicht wollen so gehen, weil wir können die nicht gehen. Wir können keinem garantieren, dass die Schwangerschaft gut geht, dass das Kind gesund geht, dass die Geburt von der Bar geht. Sie hätten gerne die Aufsicherung und dann, ja, oft akkuschieren, da muss es von der Bar gehen, ohne dass irgendjemand von uns ergreift. Das ist eine Utopie. Eine Utopie. Vielleicht gibt es aber Systeme, die ein bisschen aufweichen von dem, was bei uns so Standard ist, und eben vielleicht mehr alternativ sind, die aber eine andere Art von Aufsicherung wie ein Zule basiert oder so Aufsicherung gehen können. Ich meine, du hast das Ding, also eher Bekleidung, wie diese ja auch geschildert wird, vielleicht etwas, was eine andere Form von Vertrauen an sich selber kann, aber dann aufbauen. Ja, also es gibt auch also an denen Kräser, wo ich mich bilden oder austauschen, geht auch viel darüber geschwärzt, ne, dass was mehr Kontrolle du hast, also Vertrauen und Kontrolle steht ja immer in einem gewissen Kontrast. Es kann ja nicht gleichzeitig Kontrolle und auch Vertrauen. Entweder vertraue den oder geht in Kontrolle sichern. Ne, und zuletzt sind wir in einem ziemlich stark kontrollierten Feld von der Schwangerschaft oder Geburt geht. Und du geht aber auch irgendwo ein Stück Vertrauen verloren. Ja, und da so gesagt gehen, dass das positive Feedback nur den Untersuchungen kriegen aber auch oft mit, dass echt da negative Feedback an einer Konsultation gibt, dass Frauen rauskommen, ja, ich bin zu dick, ja, ich bin zu high, ja, zu do, schon nicht genug Eisen, schon nicht genug high, nicht genug do. Und da sind am Anfang sich dann jemand viel Sorge mischt an eine negative Vision von sich selber, von seinem Körper, von seinen Kapazitäten, das kann zu drohen, an gesunde Welt zu bringen könnt. Ja. Herr Pfeiffer, die wollte reagieren und die haben mal so gemacht. Die Utrecht gleichzeitig gibt es aber die andere Seite doch Patienten,
die reprochieren nicht, wenn sie nicht kontrolliert, wenn der nicht kontrolliert, wenn der nicht guckt. An mir sitzen an der Mitte, an mir schaffen wir den zwei. Die eng, die reprochieren nicht, ich denke, wenn etwas schief geht, du hast doch nicht das gemacht und du war vergisst, eine Blutanalyse zu machen. Denen muss man reingehen. Und auf der anderen Seite sind die so, die übertreibt. Und wenn ich da lebe, ich kann mir nicht vertrauen, weil der übertreibt. Wen aus wen? Wo wer kennen wir so? Wie ein Trikot hat die, Ja, die war nicht unbedingt also das ist keine Reproche, das ist eine Feststellung und einfach auch das ein Mindset, an dem wir als Kultur leben, nicht mehr lo wir erkennen sie nicht, wir erkennen nicht vorbei, wie ein Patient den aus den alles fried an den Patient den nicht fried. Doch man erkennen sie, wenn man mit schwätzen, wenn man sie bis kennen, wenn man bis gewissen Zeit mit den geschafft haben, mit den an der Schwangerschaft weitergegangen sind. Der Banker, da wisst ihr, dass du da sehen, den ängstlich ist, dem muss an die Richtung abhaken. Da sind die ganz sicher von sich aus, und dem muss er auf eine andere Weise abhaken. Mit das eine Sache von Leuten kennen, das ist eine Sache auch vom Menschenverständnis. Und da sind dann noch die eng bei euch, die 100 Menschenverständnis, die anderen, die 100 nicht, die können den Charakter von einem Menschen ein bisschen lesen. Und da sind da auch noch, du meinst, die hat den Charakter gelesen, Batsch, also da war die andere Equipe. Ja. Das ist das, was so kompliziert mischt, weil da. Ich gebe da doch echt als strukturelle Mangel identifizieren. Da gibt nämlich auch interessante Modelle, zum Beispiel den an Neuseeland hört sich als ziemlich Frauen oder emanzipiert herausgestellt und frauenfreundlich, wo Frauen am meisten froh sind mit dem, was sie Angebot kriegen, und den ist einfach so ausgelöscht, dass Frauen können den auswählen, den hier Geburt begleitet. Sie haben der Gynäko, ein hier war Generalist, und dann können sie auch auf verschiedene Strukturen accouchieren an der Klinik, an den Hausgeburten oder Geburtshäusern. Und es gibt keinen kulturellen Druck für den einen oder den anderen Schwarz zu favorisieren. Das ist wirklich ein bisschen mehr frei. Und es wäre schön, wenn wir da hinkommen, weil für Frauen sich so am besten, wie soll ich sagen, ja, Entscheidungsfreiheit ist immer, meine ich, positiv. Ja, da wollte ich da so, das ist ganz klar, auch an den Rekommendationen von der WHO steht, dass Sicherheit am größten ist, wenn eine Frau kann man dezidieren, wo und mit wem sie will accouchieren. Und idealerweise accouchieren mit Leuten, die sie von früher schon kennt und die sie kennen. Aber da darf man nicht vergessen, dass es auch die anderen Rekommendationen auch von der WHO gibt, dass es Situationen gibt, und eine Frau hohen Blutdruck hat, wo ihr Schilddrüse nicht funktioniert, wo so Zucker hat, wo Situationen sind, die eine medizinische Versorgung nötig machen. Und wo zum Beispiel mehr als hier war, also es sind total ob für Geburten von überall, auf alle Plätze. Ich gebe nicht eine Frau, die Insulin spritzt, einen hohen Blutdruck hat, gebe ich nicht Geburt daheim begleiten. Das geht nicht, das ist einfach zu gefährlich. Ja, mit die Frau in dem Fall kennt ihr dann abgeklärt gehen und dann hier Entscheidung ändern. Also das ist ja was ganz Natürliches. Das ist ja das, was wir machen, wenn wir sie begleiten an der Schwangerschaft. Nee, mir wird so, dass das zuletzt eben der strukturelle Mangel gibt, dass es gar nicht die Entscheidungsfreiheit gibt. Ja, aber à la base, da wir haben nicht vergessen, für was das Medizin überhaupt da. À la base geht es Medizin, weil die Leute gehen die Probleme haben, und für ihre Lebensqualität zu verbessern, sind Angriffe entstanden und developiert gehen. Und dafür ist ja auch, das macht das von dem, den Doktor ist, an den einfach dem Moment eben mehr wissen hat, was dem Moment für die Person das Beste ist, sondern hat auch eine Verantwortung. Und Gott sei Dank hat eine Verantwortung, die nicht mit irgendeiner persönlichen Präferenz zu tun hat, egal was den religiösen Präferenzen sind, egal was den Hautfarbe ist, egal was den momentanen Gefühlszustand ist, wo weiß, ich habe meinen Patient oder meiner Patientin hier best am Sinn und ich werde das machen. Und die Vorstellung, die können doch immer mehr ab, und das ist auch Thema von den Noven, wo man
wir waren in einer Gesellschaft, da gab es überhaupt noch keinen Platz für Leute, die abusiert gesehen an so Situationen. Und du hast eine gesellschaftliche Stadt entwickelt, dann du hast Platz, für das die sich können ausdrücken. Und das rutscht ein bisschen an ein anderes Extrem, wo, wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, wo dem Pfannen nicht nimmer durchgeht, für das ich nur geleistet kriegen, für zu gucken, was wirklich geschieht, also ob es wirklich so eine Situation ist. Aber der Beweis dafür ist, dass das Gewalt war. Und das ist eine relativ extreme Form von Individualismus. Einerseits zu mengen, dass das, was ich fühlen, als was ich subjektiv fühlen, als ein Reflet von einer objektiven Situation. Und das koppeliert mit so nicht Survalorisation, aber von meinem Recht an einem System, wo die Rechte und die Pflichten an Lo und die Gesellschaften sind Pflichten mehr valorisiert. Dann haben sie mal bei einer Schiene, wo die Rechte valorisiert sind. Und jeder, der für sich entscheidet, mit einer Freiheit, kann doch man eine Sicherheit. Und von allem, von den gewissen Kompetenzen nicht dafür holt. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, aber nicht zu unterschätzen ist, weil das sind zwar frei, können sie entscheiden, aber da muss ich noch eine Verantwortung von den Konsequenzen drohen, wenn ich nicht unbedingt Kapazitäten hat, an einem vulnerablen Moment können eine gewisse Entscheidung zu holen. Und dann ist Gott sei Dank, dass es Leute gibt, die aufgesehen davon angreifen, weil sie einfach wissen, was in dem Moment das Beste ist. Natürlich gehen nicht Leute wie in allen Strukturen keine Probleme. 2-3% von den Leuten haben pathologische Persönlichkeiten. Die haben kein Gewissen und die haben nie zu keinem Moment an ihrem Leben das Beste Madame Hendricks, ist immer sicher, dass es so individuell ist, dass es bald schwer ist, da so in den Ofen zu packen. Aber ich habe nicht nur mehr oder weniger elegant unterbracht, weil ich wollte so, wir kommen eigentlich auf das, wo wir alle vier am Viergespräch Konsens hatten, dass es strukturell Probleme an unserem Gesundheitswesen bedingt gehen. Sie wird mehr zu viel Rigidität, was auch immer, die den Risiko von einem negativen Vécu absolut bedingen. Und ich gebe gerne noch darüber schwarzen, immer das noch weiter rausschieben, weil was können wir da machen für die Rigidität, weil nicht für passt an einen Schablon, für die Rigidität ein bisschen abzuwischen, was können wir machen für mehr Individualität so zu lassen, ohne natürlich eine Übergriffigkeit von der anderen Seite auf Medizin zu bedingen, weil natürlich gehen nicht Prozesse, die müssen sie, wie sie sind. Und aber gibt nicht die eng Schablon für alle Frauen. Und wir wird froh, wie kann der Mann depersonalisiert geschafft gehen? Wie können wir das machen, dass mehr Suivi da ist? Wie können wir das machen, dass ein Enkadrement geschafft wird, wo über Schwierigkeiten, Fehlläuften und aber auch Möglichkeiten an der Fürsorge, an der Geburt, an der Nussage geschafft wird? Was brauchen wir dafür? Ja. Ja, ich gebe so. Also, wir sollen schon auf die Rekommendationen von der WHO angehen und eben noch die Möglichkeiten schaffen. Die Möglichkeiten für Suivi kontinu zu machen, das kann an einem Gruppe sein. Das können hier, wenn man an Argeniko zusammen sind und die Frage ist, okay, so mal, geht alles gut, eine ganz normale Schwangerschaft, sie will daheim accouchieren, sie weiß mit einer von denen hier, wenn wir wünsch gesehen haben, meine Stadt, aber sie weiß auch, wenn es nicht geht, und ich gehe in die Klinik, dann ist sie von den Gynäkoen da, den ich kenne. Na? Oder sie dezidiert für an der Klinik zu accouchieren, dann muss auch die hier, warum können wir dann Klinik gehen, die es viviert hat. Da muss man verschiedene Möglichkeiten schaffen, schwangere Hausgeburten gibt es, Geburtshaus haben wir noch nicht, also war vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das hätten, aber wir dürfen auch nicht so, eine Klinik ist immer etwas Schlechtes. Wir können auch ganz gut, ganz schön, ganz nicht medikalisiert Geburten an der Klinik machen. Und das sind viele Leute, die auch erleben, das dürfen wir auch nicht verdeifeln. Ne? Ich meine, einfach die Möglichkeiten müssen bestehen. Alle Formen von Geburt kann gut sein, wenn nicht für die Frau passt, aber nicht einfach passt. Mit das aber so, wir haben Zimmer und Personal für eigentlich das zu garantieren. Wir wissen, du kannst nicht für das eigentlich möglich zu machen. Wir haben ganz lange Wege, die es schwer machen, für immer alles gehen zu lassen, wie es soll gehen. Das sind aber Forderungen, die nicht hautrecht als angefallen sind. Wir gehen schon Jahre lang. Wieso regelt du nicht? Wieso wird nicht mehr gehört, weil doch vielleicht alternativ Piste können sehen, wieso wird nicht gehört, dass man mehr Häuser brauchen, wo Geburt stattfinden kann, wieso wird Geburt aber noch einmal an einer Klinik stattfinden muss, wo Krankleute sind, wo vielleicht ein Konnotation schon dabei ist. Wo muss man gucken gehen, für die strukturellen Probleme wirklich zu formulieren und etwas daran anderen zu lassen? Ich meine, für strukturelle Veränderungen braucht man wirklich ein ganz tiefgreifend
Remise en question. Und ja, das muss von den Strukturen geschehen, die Gewalt ausüben. Das heißt, du musst wirklich in der Wäsche kommen und sagen, okay, lebt ein schief, mir sinnet, wir haben Témoignagen, wir haben Fragen, also wir wissen am Anfang, wir haben einen Bericht von der UN oder Rapport gehen, wo klar dran steht, dass auch selber, dass Medikalisierung zu struktureller Gewalt feiert, dass die Heischrate von Cäsarianen zu der Violence obstétrique gehören, Episiotomien an. Und voilà, dann ist die Rapporten, die leihen all 4, Témoignage leihen 4, und dann muss ich noch irgendwann sagen, okay, dann leitet der Ball bei der Institution, aber wir müssen gucken, auf institutionellem Niveau, was muss gemacht werden. Du musst bei den Ausbildungen schon aufhängen, am Mengen an. Schon einen Bericht gelesen von einer Deutscher hier war, die einen Artikel geschrieben hat und die auch ganz klar sieht, dass die Ausbildungen das schenkt vielleicht für verschiedene Leute krass mehr, dass die Ausbildungen Initiationen zur Gewaltausübung sind. Das heißt, du also an einem gewissen getakteten Rigidität vom Prozess. An einer Rigidität, an einem System innergeordnet, wo auch Hierarchie eine Rolle spielt, wie schon gesagt hast. An dem Rollement von dem System, du stumpft den auf. Das ist auch gewusst. Und ja, das heißt, bei Ausbildung muss schon angefangen gehen. Und eben eine tiefgreifende Remise en question. Und ja, probieren, es besser zu machen. Und noch Vertrauen. Ne? Schon gesagt, Frauen kommen mit ganz viel Vertrauen an die Klinik. Trotzdem, dass es viel Gruselgeschichten gibt, so und dass die Geschichten auch schon lange an unseren Generationen liegen. Wir sind nicht die erste Generation, die es erleben. Wir sind vielleicht auf dem Punkt angekommen, wo wir anfangen, es als Tabuthema umzuschwätzen und daran zu schaffen. Aber trotzdem sind aber noch die Majorität der Frauen, die noch Vertrauen an die Institutionen bringen. Und ich will gerne sagen, dass auf der Gegenseite die Institution auch muss Vertrauen und Frauen bringen. Weil das eben auch nicht so, dass Frauen auch wissen, also erstens mal und hier Körper Kraft und hier Kapazitäten kann auf Feld zu setzen. Und auch und hier Kapazitäten ermächtigt Entscheidungen zu treffen. Du hast nicht viel zu sagen, ich bin Chef und du musst weiter sagen. Das geht nicht. Das lief doch, Herr Pfeiffer. Guten, ganz großen Teil von den Patientinnen, die an der Maternität akkuschieren, wo ich akkuschieren, die kriegen nicht gesagt, das sind Leute Chef, und du musst werde ich das so. Ja, das stimmt. Schon nicht gesagt, weil Madame Hendricks hat ein paar Mal gesagt, dass in einer Situation ist, wo in Empfang muss vertrauen, dass den anderen besser weiß, was zu machen ist, wie du selber. Und ich selber, also ich meine, ich bin kein Befürworter für so ein, ja, ich weiß nicht, also ich lebe nicht so und ja, viele Frauen auch nicht, viele Menschen auch nicht, das ist einfach schwer zu akzeptieren, wenn du seht, na, ich weiß so besser, was für dich gut ist, für einen erwachsenen Menschen ist das zu empfangen. Ja, okay. Schwierig. Froh. Gut, das ist recht. Aber dann droht Konsequenzen davon. Da kommt nicht an die Maternität. Ja, natürlich, muss ich da kommt nicht an die Maternität. Das Problem ist, mal nicht, dass ihr seht, ich will einfach selber dezidieren, aber die hat auch Leute, die sagen, ich weiß es besser wie dir. Ich lese mein Projekt de Naissance und ich schwätze mit meinen Patienten über Projekt de Naissance und an den Projekt de Naissance da stehen halt so Sachen dran, wo man ja nur selber drüber lachen, weil ich die Patienten explizieren, so wie der das schreibt, ich weiß nicht, wo der das aufgeschrieben hat, aber das geht gut nicht, wenn sie es expliziert, da verstehen sie es und dann ist das gut kein Problem. Es stehen noch Sachen an dem Projekt de Naissance, es tut mir leid, wenn du an dem Projekt de Naissance schreibst, ich will kein Césarien, ich will kein Ventouse, ich will kein Forceps. Gut. Ja, das kann ich so, das ist seitig beschäftigt. Du hättest dich nicht intensiv damit auseinandergesetzt, das stimmt. Das kann ich wollen, aber wenn du danach drin schreibst, den sich dem widersetzt, drohen ich heim mit juristischen Schritt, hatte ich denke, ja.
und ich an der Garde aber nur das Cäsarienrecht gelesen, kein juristischer Schritt kriegt, aber just für zu sagen, dass es dadurch geht, wann da die Sache vierdro lesen, dann der Leute vierdro expliziert, dann auch guckt für Wert das Leid, für Wert das Frauen in spezifische Gest fährten, da kriegt er auch schon Sachen rausgeholt. Du brauchst nicht unbedingt strukturelle Änderungen an einem System, aber ich meine, dass ganz viel für Kommunikation ist. Mit Kommunikation als Zeit. Und Zeit als das Problem. Weil Zeit heißt in Personal, ob das ein Hirwam, eine Firma, ein Doktor, draußen oder Banne von der Klinik ist, Zeit haben wir immer Männer, wenn wir zu immer Männer sind. Wenn wir Schwierigkeiten haben, für Junker zu kriegen, die das noch immer wollen machen. Auch zum Teil durch Diskussionen, wo Leute so, du Beruf kenne ich nicht, ich kriege gesagt, ich wäre Gewalttäter, meine ich nicht, und ich schon hören. Ne? Also, wir brauchen viel mehr Leute für den Beruf zu machen. Sonst kriegen wir das nicht so hin, wie die Societät oder ein Teil von der Societät das gerne hat. Also, wir haben viel darüber geschwärzt, was die Konditionen sind, wie das Probleme entstehen. Leider aus Zeit nicht auf unserer Seite auch lo. Ich gebe nämlich noch gerne kurz über das Schwarze, weil das heißt ein Trauma, davon am Wasch zu drohen. Aber das für Konsequenzen am Leben von einer Person kann hunschen. Heute in der letzten Témoignage, den ich heute will mal dir stellen, das ist von einer Frau, die erst nicht erst geholt ging, dann hast du an eine Notfallgeburt rangerutscht und hat Remarque gemacht, wo man all gut in der Kurs sind, das nicht geht. Sie beschreibt auch, müssen mich später am Témoignage, was das für sie bedeutet, haut noch. Sie ist mit Peng, mit Peng bei den Doktor in Konsultation, kommen am 20. Woche und gouf schon nicht ganz echt geholt, weil ja, du warst halt schwanger und warst vielleicht ein bisschen piepisch. Während sie ihren Weg geschildert hat und sie hat erklärt, dass sie einen Magnesiummangel hat und 3 Pille soll zu sich holen und sie war hier war schon klar, dass sie nicht ganz echt gehen ist, mehr als ein bisschen piepisch oder sie will just nicht schaffen gehen, aufgestempelt kaufen. Sie hat nicht mehr Hilfe und hast du auch nicht mehr in den Sicht gegangen. Sie hat schon eine Frage gestellt und gesagt, okay, vielleicht sind ich aber ein bisschen überempfindlich, ne? Ich muss nicht weiter den Leibel und Mauer und ich warte ein bisschen auf. Und auf einmal, also dann aber nicht so gut gegangen. Sie hat Probleme und ist dann an die Klinik gefahren. Und den Doktor, als sie dann in der Sicht gekommen, er war hier unbekannt und hat dann mit wenig Sensibilität gesagt, Madame, geht am Kant kein weil wenn die auf Ball könnten, also sowieso just gemäß. Und nachdem sie nach etwas kommen, ist sie raptisch umrin, als sie am Saal zurückgelöst ging. Und sie hat sich gefragt, ja, was soll ich als schwangere Frau da machen? Ich muss meinen Mann tun, ich muss mich schrappen. Aber wieso kann da mich echt tun? Aber nur darüber, wenn ich so in einer bestimmt nicht. Und das nicht, weil ich piepisch bin. Sie müsste lang leuen. Ne? Sie war einfach Stangestunden und Bett gefasst und hatte natürlich nicht so viel zu tun mehr. Sie konnte sich nicht konzentrieren. Kein Fernsehen, kein Buch, sie hat just nur auf die Plattform geguckt, gekrascht. Dann soll sie etwas angesagt kriegen, was verhindern soll, dass die Klangen zu frei auf die Welt kommen. Und sie konnte aber auch gesagt, dass da war keine Garantie durchgestellt und auch keinen Sinn, dass durch den Angriff die Klangen gerade auf die Welt kommen, was sein Todesurteil wird. Wie soll ich dann dezidieren, dem Angriff zustimmen und mit dem Klangen sein Leben retten oder als Mama nur mein Kant im Gewissen haben? Weiter müsste leiden, 15 Wochen, und immer nächst wird sie, und du kannst eigentlich schon die Auswirkung, die Äußerung vom Trauma, immer nächst habe ich die letzten Wochen durchgespielt. Hätte ich mehr souverän sein, mich durchsetzen, sind ich in allem schuld. Kein Funke Fried mehr am Körper, kein Schenkegefühl mehr, kein Moment Lachen mehr, nimmer nach Traurigkeit, Verletztheit, Roserei. Die lang schwarzer, rot gesehen, alles Toddenken, sich geckig machen, nicht mehr genießen, just nach Leiden erwarten, ohne Garantie auf ein Happy End. Also das ist schon, das kann schon wirklich eine Depression. Das war du dann hier war und ich komme und gesagt, ich bin mir sicher, das klappt schon, mir gesehen ist, die Klänge geht schon gesund. Aber das tun aber nicht so einfach gegangen. Also die hat zwar recht behalten, Kind war gesund, war aber kein schön Wetter gebucht, es war Kaiserschnitt, schrecklich Peng, und noch da wurde ich gesagt, ja, das war eigentlich normal, du warst eben operiert, du warst betäubt, am Funk darfst du nicht sperren. Das war aber so. Weil das blieben Trauma, die Seele schnauben, das verloren Vertrauen an den David Schock über das, was geschieht, das bleibt. Nach Haut fährt nicht all Tag mehr Klänge zu verlieren. Ich meine noch immer, es kann nicht sein,
dass mir alles überstanden haben. Es hat auch kein Druck gelebt. Die ewige Angst, den zu verlieren, wird wohl immer bleiben. So etwas dann lässt schwören, er geht nicht mehr gut. Ein Satz, ein Wund, der nie mehr zugeht. Und hat Frau und Sexologin oder eine Psychologin an ihr, was macht ihr mit so, wie kann ich so ein Vécu abschaffen? Wie geht ihr dafür an der Praxis? Für die strukturieren, was passiert das, ne? Und dann natürlich ein Trauma, ein Unterschied zwischen einem Trauma und einer schlechten Erinnerung. Also das ist eine schlechte Erinnerung, wenn ich dann denke, finde ich mich nicht gut. Ein Trauma, das ist eine emotionale Assoziation mit einer Situation und all Chaos, wo mein Gehirn mit irgendeinem Komponent von der Situation Kontakt kommt, sozusagen, dann verspüren ich dieselbe starke Emotionen, wie das, was ich im Moment gespürt habe. Und das ist, was sie beschreibt, dass alles, wenn sie mit dem kann, dass die starken Emotionen kriegt, dass sie kann Kind verlieren, ne? Wie das, was sie in dem Moment wirklich gefährdet hat. Und das geht die Person durch Gespräche auf emotionalem Niveau, geht die dann natürlich in dem Moment begleitet. Ein Trauma muss nicht immer mit Techniken wie Hypnose oder EMDR, das sind Techniken, wo in Modifikation de Conscience, mich erklären schon mal so, das sind Erinnerungen, die sind Rez-de-Chaussee, und du sie Fenster und du hast Luden, die Geseiden, und das von dem will mich scheinen, dem will man erscheinen, mit Geseiden zu den Achsen dazu. Und Traumen, die sind -1, -2 oder -3, irgendwo an einer Kammer, und du gehst nie dran, aber irgendwie reagiert das Gehirn emotional, wenn ich irgendwie mit einer Information in Kontakt komme. Und du kannst mit so Techniken schaffen, mit konversationellen Techniken, wo ihn probiert, an die Modifikation der Conscience zu kommen, auf den -1, -2 oder -3 zu kommen, für können die allen Erlebnisse auf den Rez-de-Chaussee zu holen. Und das ist ja dann nicht gut, aber da kann ihn das wirklich ein bisschen strukturieren, und da kann in dem Moment, dann bleibt es eine schlechte Erinnerung, aber das ist nicht mehr ein Trauma, den durch die Emotionen, die regelmäßig ausgelöst gehen, sein Alltag können einschränken. Wir haben auch die Initiative Lebensufang hier am Saal, da haben wir einen Infostand. Felicie Vitor, ich hatte dich gefragt, ob da kein vielleicht kurz herabkommen. Sie schaffen nämlich effektiv mit Familien mit einem schwierigen Vécu. Und vielleicht, ja, und ich hatte die Geburt, ich hoffe nicht nach der Zeit, 2-3 Minuten zu erzählen. Was macht ihr mit so Fällen, mit so Familien? Die darf nicht zu weit rüber, weil dann hast du die Kamera nicht mit. Hier stelle ich einfach. Moin, merci für die Invitation. Mein Name ist Felicie Vitor. Ich bin hier und ich arbeite bei der Initiative Lebensufang. Ich gehe durch Kuren an Berodungen. Wir kommen mit betroffenen Familien in Kontakt über die Baby-Hotline, die allmoyen ist, aber wo sie als anrufen, oft ganz andere Probleme. Aber wo wir dann, wenn wir auf die Geburt zu schwätzen kommen, unterschiedliche Berichte hören. Dann auch an diese Berodungen, die wir nur der Geburt machen. Auch da sind Themen echt da. Andere, wie zum Beispiel Stillprobleme, Kanada, viel Kreischen. Da fragen wir immer auch nur der Geburt, weil das ein ganz wichtiges Puzzlestück von der ganzen Situation ist. Und auch da hören wir oft Berichte, dass die Geburt schwer war, traumatisch war. An dem Moment kommen auch oft Emotionen bei den Leuten. Dann haben wir als Geburtsvorbereitungskuren, wo wir Nottreffen machen, wo Koppeln einfach hier babyen, weisen. Also ich müsste gegenseitig erzählen, wie war dann die erste Zeit, wie war die Geburt. Und auch da hören wir regelmäßig Berichte, die schwer sind. Wir haben auch intern ein bisschen die letzten Monate diskutiert, wie können wir Familien besser abfangen, die betroffen sind, die traumatische Geburtserfahrungen hatten. Und dafür sind wir schaut immens froh, dass wir Anfang November eine offene Gesprächsgruppe können anbieten für Koppeln, die eine traumatische Geburtserfahrung hatten. Die Gesprächsrunde, die soll einmal am Monat sein, begleitet von 2 Mitarbeitern, einen an der Formation für emotionale Hilfe, den anderen Psychologe.
für einfach den Familien Raum zu bieten, ein regelmäßiges Kader, wo sie können über die Erfahrung schwätzen, aber wo sie auch Austausch mit anderen Betroffenen haben. Und ich hoffe, dass wir so die Betroffenen besser können abfangen und sie unterstützen. Voilà. Vielmals merci. Und gerne einen Applaus für Madame Vito. Es geht auch, vielleicht, wir mussten ein bisschen mehr firmen, aber ich will trotzdem nicht ohne Roses Revolution zu erwähnen, heute den Ofen so mal. Und wir waren noch ein Question Answer und wir noch kurz Natascha, bis könnt ihr kurz so was Roses Revolution machen? Ja, das ist ein internationalen Tag, den Ende November, den 24. Ich weiß nicht ganz genau, ich bin nicht gut präpariert. Aus der 25. Merci. Wo aus Spanien angefordert ging, und voilà, das ist international, für dass Frauen können, die Gewalt während der Geburt erlebt haben, für in der Klinik ein großes Niederlehen und vielleicht ein Brief oder Heinz so mal Personal schwätzen, und wir hatten dem noch zu Lützburg organisiert. Also ja, du hast eine Kollegin von mir, die initiiert hat und lange gefordert hat, und dann waren wir ganz aktiv und da haben wir auch einen kleinen Témoignagen abgeholt von Frauen, die kommen sind. Voilà. Und dann also wirklich eine Community entsteht und wir sind da nicht allein und kann in sich richten und in andere Wände noch austauschen. Die Lesungsvorschläge, wir haben schon Conseil, den Europarat, also Conseil scientifique auch. Wir sind ein bisschen mehr marginal wie andere Länder. Andere Länder haben dick Bücher, wir haben 24 Seiten. Ich bin ziemlich froh, dass Nathalie Oberweis heute hier ist. Nathalie, vielleicht hast du vielleicht auch noch 2-3 Minuten Zeit für zu erzählen, wie deine Arbeit in der Chambre zu dem Thema ausgesehen hat. Wenn du willst, kurz als durchschildern, wie jeweils schwierig ist. Also, mir nur wie ewig Zeit mit kleinen Aperçu. Hi, okay. Merci, das komme ich echt direkt zu drinnen, aber bon, voilà. Ja, ich habe eine Debatte gefragt an der Chambre, das war meine Initiative, letztes Jahr im Juli. Das war dann eine Debatte von einer Stunde, da gibt verschiedene Module, mit kurz, mit lang. Über Violence obstétricale und Gynäkologie spezifisch, das war eigentlich noch nie ein Thema an der Chambre. Dem waren noch Reaktionen, einerseits gehört, wie soll ich das nennen, also Schockiertheit, dass ich das Thema an der Chambre angesprochen habe, nicht unbedingt die Témoignage, weil ich schon Témoignage brut viel gelesen habe, wirklich für das es doch so könnt, wie ich doch von Leuten gesagt habe. Da waren dann wirklich auch ein Reihe Deputate wirklich schockiert, die wieder ich just gelesen und nicht, weil ich nicht wieder. Und nicht, weil es so schlimm war, weil es an dem Raum gesucht ging. Also das war irgendwie dem Raum nicht würdig genug, weil das schon lange hat mich schon markiert, dass auch Frauen da so am Raum abgeholt haben, weil das hat nicht einfach die angesprochen, die brut wieder. Das war eine Reaktion. Die andere Reaktion war, voilà, das war ein pauschaler Tag auf Gynäkologen, was absolut nicht der Fall war. Natürlich habe ich gesagt, dass das absolut nicht so gemeint ist, weil man ja, voilà, das geht ja gar nicht darum, dass wir nicht individuell gegen den einen oder anderen, aber voilà. Das war die Reaktionen, und hast du mir noch geschrieben, das schon über die Jahr hier. Voilà, da war noch die Reaktionen zu minimisieren natürlich. Es soll ja nicht alles kleben, voilà, das habe ich auch ganz viele Debatten hören, weil ich voilà, ich komme aus dem Menschenrechtsbereich, ich versuche immer die Menschenrechte, voilà, das geht um Menschenrechte im Endeffekt. Und voilà, die Reaktion, es soll ja nicht alles kleben, und das minimisiert gehen, und nicht echt geholt gehen. Und das ist immer beim Thema, ja, das nicht echt holen am Endeffekt von der Person oder von den Gefühlen, von dem wir dann empfinden und so weiter. Das waren die Reaktionen, die voilà, am Raum waren, die am Endeffekt doch Sinn machen, weil voilà, das Sujet den aus den da sind, dadurch oft Reaktionen sind bei Menschenrechtsthemen. Und voilà, am Endeffekt sonst mal, dass die Reaktion noch viel über das Sujet aussieht, weil das Sujet immer auch für zum Teil unter dem Prisma vom Risiko gefordert wird, und wenig auch aus der Perspektive vom Individuum, muss ich so, das geht einfach schnell inner. Wenn in der Témoignagen hält, die natürlich individuell sind, geht das dann schnell inner der Diskussion von den Risiken. Und so als da an der Debatte verläuft, voilà, das ganz schnell rübergerutscht zu, ja, das war, wir sind auch verstanden, alle Menschen sind auch verstanden, dass das Problem ist, aber die Risiken natürlich, und dann ist das Thema schnell begraben, dann ist es drin ein Tabuthema. Wie viel drin? Voilà, wir haben eine Reihe Emotionen angeregt, das heißt, dass es nicht nur eine Debatte bleibt, die dann einmal passiert, regen eine Emotion an, wo die Regierung appelliert, etwas zu machen, konkret.
die eng Motion war für das man mit Zule kreen die als akzeptiert ki weil du und Zule fehlen und Zulematerial Enquete gi kein gefordert kennen sich vierstellen Enqueten zu machen und so viel und das akzeptiert kind natürlich geschieht go nicht wie so oft an der Chamber das ein ganz frustrierend da wo viel geschwar geht mit geschieht go nicht du nur Motion zu der Maison de Naissance den Amment war eigentlich Maison de Naissance nach Gun op Geburtshaus war im Juli ich meine dass du no kom oder das war parallel anyway das war auch akzeptiert in dieser Kommission du geht auch nicht du geschieht auch nicht viel da war nach eine Motion nicht vergiss für ein Büro de Plan wir wollten ein Büro de Plan proposieren wo Frau wirklich auch können eng voilà nur können hier planten oder einfach mal nicht unbedingt Plan mehr einfach können voilà wo sie sich können dann Apps aufgehen voilà da das refusiert gehen voilà anyway dass du nur nicht viel geschieht das nicht viel geschieht Thema vom Geburtshaus war natürlich nach Pummel ein Thema an der Chamber wenn es dem Geburtshaus wird abgemacht hat am Sommer du mal mehr oft drüber geschwart das leider keine Priorität an der Politik das kein voilà, das ist keine Priorität bei den meisten Politiker ich meine noch nicht bei der Gesundheitsminister steht doch zu den doch rausheieren an ihre Reaktionen schon noch Pummel Matthias geschwart 100 der Chamber also nicht an der Pläne voilà, du waren andere Prioritäten des Wahljahr das voilà, pardon, ich weiß nicht, ob ich nach soll so ich meine schon genug geschwart das wie gesagt an nicht geschwart himmels merci weil natürlich für Dinge plus Explikationen war schon mal die Sitzung angeguckt gehabt war wirklich nicht so evident und aber das nicht durchaus herausgegangen ich habe einen Artikel du gelesen sollte mehr Formationen entstehen zu dem Thema, nicht just obstetrisch Gewalt, aber auch eben gynäkologisch Gewalt, wie breit gefasst, wo eben auch Leute vom LGBTQ, den Traitement von denen Leuten sollte behandelt gehen, Endometriose sollte mehr formiert gehen, Personal, wie man Leute mit Handicap umgeht, an dem Fall auch noch mal traumatisierte Leute. Und ich wollte eigentlich noch fragen, hast du eigentlich etwas geschieht, sind da Formationen entstanden, gibt es das schon? Oder schaffen wir noch da drunter? Oder noch nicht? Noch nicht. Dann ist es gut, dass wir darüber schwätzen, weil wir wissen, dass das muss gemacht werden. Die sind in der Societät von der Gynäkologen oder von Obstetriker, vielleicht können wir ja von heute Abend die Lust mitholen und so. Es wäre eine dick wichtig Sache, dass wir nur Formationen anbieten zu dem Thema. Ich würde präzisieren, also wenn ich so wenn wir von Formationen schwätzen, da sind das ja Kuren über eine gewisse Zeit, wo man Leute eventuell dran nachschreiben, wird nicht unbedingt das Prärogativ von den SLGO aus. Wir hatten aber an den letzten 12 Monaten 2 Reunionen, wo die Gynäkologen auch relativ massiv kommen sind, über das Thema obstetrische Gewalt, wo auch ganz interessant diskutiert ging. Wir sind noch am Gang und enger Schacht zu schaffen, die sich in die französische Schacht lehnt, für an der Praxis am Anfang als Volonté zu weisen, für so nah wie möglich und in den besten Konditionen zu schaffen. Bon, das sind Schritte. Die Formation, das ist wahrscheinlich aber mehr kompliziert. Ich weiß noch nicht, ob eine Lützeburger Societät mit 100 Gynäkologen nicht stemmt kriegt für du eng Formation über eine längere Zeit hinzukriegen für die Konferenz. Also das ist auf jeden Fall nicht unbedingt das Prärogativ von einer Societät, aber ich meine schon, ich meine, dass es echt da mich frei an die Hut von der Formation auf den Uni geschwärzt und ich habe das auch gelesen, wo gesagt ging, dass Studenten violent angepackt gehen und dadurch selber eine gewisse Violenz empfangen an ihrer Weise kriegen wird. Ich meine, wir gehen noch Empathie gelehrt, aber Empathie lehrt den nicht empathisch aussehen oder aussehen nicht. Das kann ihnen aber darauf hingewiesen gehen, dass sie nicht, vielleicht nicht genug ist. Und ich meine, dass du zum Beispiel auch etwas ein Anhaltspunkt ist. Ich meine, die Urlaubsstelle, wo Patienten sich könnten melden, das wäre nicht unbedingt, ich ging das nicht unbedingt uninteressant fanden, für so eine Urlaubsstelle zu kriegen, dass mir sowohl Tierwärme wie Doktoren
als auch denen Fälle bewusst gehen, die wir gar nicht wissen. Das ist auch ein Problem. Wir wissen nicht immer, dass wir Tannen drucken. Wir sehen halt auch nicht unbedingt die Mente nur. Und du meinst, also so eine Ulaufstelle eventuell etwas ganz Interessantes, wo eventuell, aber das muss natürlich ganz gut organisiert sein, wo Retour kann kommen bei die Professionellen, die Probleme haben. Eine Art Mediation, eine Art, also das wäre schon interessant. Ja, aber sonst, also, das Äußere, wenn etwas schief lief, das ist ganz, ganz wichtig und doch nicht hinholen, dass das schief gelaufen ist, weil ein Geburt muss ja schön sein, nicht, der wieso, wenn etwas schief gegangen ist. Von einem Kleinen wollte ich noch kurz etwas dazu sagen. Ja, ich wollte zu der Formation sagen, also dass effektiv Lützeburg schon lange Zeit nicht große Formationen hat, mehr auf all den internationalen Kongressen ist das dort noch ein Thema dann, ne? Also das ganz sicher. Dann, wo man für Druck gesagt hat, was können wir besser machen, also okay, wenn noch Gewalt durch Strukturen, also Maternität erlebt wird, Maternität sind noch nicht ein Teil von einem System. Und das ist das System, das muss ändern. Maternitäten haben das Personal, das sie tun, um für dann zu stellen. Also sie können nicht mehr Personal erstellen. Das heißt, muss auch schon politisch gewollt sein, für mehr Personal anzustellen. Das muss über den CNS laufen. Da sind Maternitäten natürlich, die muss schaffen, dass all professionelle Santé, die muss schaffen. Aber dass die auch gesagt hat, die Leute selber müssen sich auch ausdrücken. Das heißt an der Geburt ganz schwer, und wie das auch daheim schaffen, ich gesehen, die Leute nach 3 Wochen, 6 Wochen so nach der Geburt oder sogar bei einer nächsten Schwangerschaft recht, und da kommt das recht raus. Na? Und das heißt, das dauert oft ganz lange, so zu tun. Und dann so Gesprächsgruppen, sie ist super gut, und das geht ihnen auch gut. Aber das dann hat nicht auf der Platz. Und das Rückgespräch mit den Leuten, wo das geschieht, das ist immens wichtig. Das probieren wir zu machen an der Maternität, für beide Leute zu gehen, für so wie das Geburt erlebt. Und zumal, wo wir wissen, dass das eine ganz schwierige Geburt war. Das ist nicht immer möglich, weil die hier wohnen nicht schafft, weil die Gynäko gerade die keinen Garten mehr hat oder so. Aber auch die Leute, sie müssen auch sich äußern. Und auch der Moment von etwas, wo sie sich nicht will spüren, wir können nicht immer sehen, mit so ein Heimat, das Dolo, wenn ich kliff nicht, oder erklärt man nach ein für was das ist. Das ist ja nicht immer eine Urgence-Situation. Aber das ist auch eine enorme Passivität von den Leuten. Das ist auch ein Problem. Ne? Ich habe gesehen, dass unser Publikum schon ganz lange passiv war. Und man auch lieber ein Teilmanagement war auch schon mal besser. Mit dem Mikro hatte ich versprochen, gut abgemacht, wenn ihr wollt reagieren, wenn ihr wollt vielleicht etwas mitteilen, wenn ihr eine Frage habt, die dürft ihr doch gerne machen. Hast du den sich will äußern? Madame Duhannen, ich meine, wir müssen kurz ein Mikro, voilà. Lies, kannst du vielleicht kurz dem Fabian ein Mikro geben? Merci. Da könnt ihr mal. Du musst den Stopp machen. So? Ja. Ja, okay. Ja, vielmals merci für die Table Ronde. Ich wollte an 2 Sachen dazu beitragen. Also ich bin selber Teil vom System gewesen als Hierfan. Und bei der strukturellen Gewalt, als Ideen auch von der Gewalt, die ob Tierwannen sich ausübt. Das muss ich auch unterstreichen. Also du warst auch ein paar Mal in der Situation, dass gesagt hast, der Golfmatch fängt geschwind an, kannst du nicht bloß platzen, dass er mir sehr weitergeht. Als in erlebte Situationen, dass wir wirklich auch an so einer unkomfortablen Situation sind. Das ist das eine. Dann ist eine andere Wolle, die mich, also das war für mich wirklich so ein Aha-Effekt, schon jahrelang geschafft und da habe ich eine Frau in der Sicht vaginal und so, hey, super, sie ist ab 6 cm. Da hat man dann schon geguckt, dass 6 cm war. Okay, und dass mir in dem Moment richtig bewusst ging, dass ich jahrelang Frauen in der Sicht tun, die nicht unbedingt Körperwissen hatten. Und ich habe da noch angefangen, Frauen immer zu fragen am Vierfeld. Dann habe ich eine Bilder gemalt und dann habe ich in der Sicht schon dürfen. Dann habe ich ein genaues Bild gemalt, wie das ging ausgesehen. Und das war irgendwann war mir zu blöd, ich gedacht und das so viel umdrücken, bis sie dumm einer Frau sagt, eine Gebärmutter hat. Aber seitdem habe ich Aufklärung aus Schulen, also Grundschulen, für mal Körper, was sie für Frauen zu ermächtigen, weil wenn ich selber nicht verstehe, dass ich eine Gebärmutter habe, ich so zu akkuschieren, wie soll ich denn eine Decision treffen? Ja, und ich meine, dass man da schon müssen anfangen, eher frei überhaupt mit schwanger geht, dass man versteht, wie sind ich gerade schwanger gehen, was lebt und du wusstest nur was, weil eigentlich ist es ganz schwer, ihnen
die Mursch zu gehen und dann und Frauen extraliert und sagen blande Vertrauen so ja ich kriege von sobald ich mein Regel hun kriege ich Pöllen das hat schon mal geklärt so ein Medikament ich gehe nicht auf ich gehe so das ganze Thema auf und dann also nicht zu aller Kusch mal im Moment wo ich mal die Mursch umschulen ja, ich meine man wirklich viel echt mussten auffangen. Vielmals merci. Das unterstreicht eigentlich schon auch viel von dem, was wir heute gesagt haben. Halt mal, vielleicht will noch eine Person, muss gehen, du, Madame, Lisa, du warst gerade an die falsche Richtung gegangen, Madame, du wolltest eine Person, können Sie eine Hand hier, wenn ich gibt, Lisa hatte ich nicht gesehen. Ja, die hat die. Also, merci für die Organisation von der Table Ronde. Ja, ich hatte mal ein bisschen etwas anderes drin vorgestellt, weil ich versuche nicht, ob ich die überhaupt packen, nach Ihnen zu kommen. Weil, wenn Thema just Gewalt während der Geburt gewesen wäre, weil du dich hauptsächlich darauf konzentriert, dann hätte ich mir das auch nicht getan, weil mir körperlich gut geht. Dass mir klar ging, dass ich erlebt tun, was ich jahrelang als normal eben viel gegaukelt habe. Wirklich, ich gebe gerne ein Beispiel nennen. Für eine Meinung vom Gynäkologen interessiert mich, wo ich als Doktor eine Grenze gesehen, wenn ein Patient öfter sagt, nee, also den Doktor soll abhalten, weil es verhindert, weil der Patient kreischt, jeizt und den Doktor am liebsten schlagen gibt. Eine Patientin, die 26 Jahre alt hat, frisch Diagnose von Endometriose, nur 12 Jahre Höllequalen, Endometriose, Adenomiose, schlimmer Vaginismus. Und dann aber gezwungen, obwohl ihr seht, ich kann mal kein Tampon oder so, weil es verhindert, überall am Körper, wenn ihr nicht mehr angepackt wird, weil er dann direkt sieht, weil er ein Bein nicht mehr spürt von Peng. Und dann ein Doktor, okay, Urgenz, ja, es gibt nicht genug Doktoren, Zeitdruck, Stress, natürlich. Ja. Egal, wie eine Excuse lorem oder wie das lorem soll entschuldigt gehen. Aber wenn ihr dem Doktor öfter seht, ich will das nicht, ich packe das nicht, ich habe Gefühl, ich sterbe nicht. Weil ich von Peng mal nicht auf die Toilette gehen kann, weil das schon. Wie hast du das Grenz? Für was hält du einen Doktor nicht ab? Für was? Ich will nicht alle Doktoren, ich kenne die Gynäkologen, die verstehen das, die machen dann den Ultraschall über den Bauch, war doch schon schlimm, wie das bei Endometriose. Aber für was muss ein Doktor weiter quälen, weiter den Ultraschall quatschen mit Gewalt, fangen dran stehen mit Gewalt, wenn er weiß, dass das weh er gesagt hat, dass das weh und trotzdem gelebt der Patientin nicht, lacht Patientin aus und er sagt, hier, stell dich nicht so un, das kann nicht so schlimm sein, aber sieht ihr sensibel und weiter Fraschete will ich nicht wiederholen. Also für allem will ich mich entschuldigen, wenn den oberlären Erwartungen nicht entsprach, das wirklich schon einmal viel im Geburt gegangen, natürlich sind andere Faktoren genauso wichtig, also merci, dass ihr aber kommen seid, auch noch bleiben seid. Ich gehe ja froh, dann auch gerne weiter. Madame Laura, kannst du gleich den Mikro rüber? Ich meine, das, was ihr beschreibt, das ist dramatisch. Und ich meine, dass ein Doktor, wenn er sieht, das tut immer weh, soll abhalten. Wieder so, das geht nicht eine lebensgefährliche Geschichte, wo effektiv entweder das Gedäbs gemacht und dann geht gut aus, oder geht nicht gemacht, dann geht schlecht aus. Hier geht es darum, viel rauszufinden, wie weit das da weh hat. Aber wenn das nicht weh tut, dann muss ich nicht besuchen, okay, dann meine ich die in der Sicherung nicht. Bon, ich will nur nicht den Confrère attackieren oder exkusieren oder nicht exkusieren. Aber ich meine, eine Patientin in einem sagt, nee, an so einer Situation, wenn ich nicht gesagt kriege, dann möchte ich nicht. Das scheint für mich ganz klar zu sein. Als die Möglichkeit dann eigentlich sein Recht dann benutzt an den Gynäkolog wechselt, oder hat du auch Probleme entdeckt bei der Decision zu holen, weil die Hoffnung ist ja, dass sich so durch eine natürliche Auslese die schwarz schafft, die du nicht verstehen, irgendwann keine Patienten mehr haben. Wie seht ihr das? Ist das eine Option? Oder fand ihr das auch eigentlich kein Hölle, weil nicht genug Doktor gibt mit Verständnis?
Ja, also ich kann noch von anderen, also schon vieles hören, da doch Frauen hospitalisiert sind und dann in Bett gefesselt gehen, weil sie von Peng sich wehren oder es ist einfach das allgemeine Situation, es muss irgendetwas anderes, weil es kann nicht so Geschichten können nicht normal sein hier im Land. Und ich weiß nicht, also das man ich weiß also auch Endometriose, Adenomiose, okay, das ist schwer zu erkennen, aber bei mir war es wirklich nicht schwer zu erkennen, weil schon 17 Jahre, das ist so viel Schuld überall bei mir im Körper, da darf ich beim Ultraschall erkennen. Und da den auch von den, es geht ja dann egal wie, an das Ausland geschickt, weil heute zu Lützeburg nicht Kompetenzen sind, es kann nicht heute zu Lützeburg operiert gehen, es gibt nicht genug Doktoren, da geht den eben auf Blick geschickt, auf Brüssel, auf Nanzig, an Deutschland, an hier ein Endometriosezentrum. Und da sind die auch, also, da so die gehen dann noch die Patienten schuld. Für was kommt da logisch? Für was sie dann nicht echt da kommen? Was soll ich dann da sagen? Ich gehe seit 12 Jahren von Doktor zu Doktor, aber ich kriege gesagt, ich habe nichts, ich wäre gesund, ich spiele mir Peng an, ich wäre geistig gesteuert oder und das ist schon nicht mehr Peng. Symptome, die sie ja aber, das ist schon, es hat so krasse Entzündungen, da den immer 40 Grad Fieber hat während der Regel, da den Durchfall hat, da den nimmt auf die Toilette gehen kann von Peng, da den bloße Schwestern hat, da den bei mir so direkt weil ich eben Trickebanner operiert habe, weil die voll mit Endometriose waren. Es hat den auch oft Myomen und Zysten am Körper. Wie kann dann noch immer gesagt werden, dass das nicht da und das noch immer, obwohl die Endometriose heute zu Lützburg immer mehr bekannt wird, gibt aber noch immer viel zu viele Doktoren. Mit das allgemein ein staatliches Problem auch, weil CNS ja auch nicht ich muss auch mein IRM selber bezahlen, die Hormonbehandlungen gehen nicht remboursiert, ganze Kaufsachen. Was kann ich machen, dass es mehr oft oder einfach immer normal ist, ein Echt geholt wird mit so einem BQ? Was kann ich da machen für die Sensibilität von einem Gesundheitssystem, ob so nicht Einzelfall, weil Témoignagen in Endometriose hattest du auch genug angeschickt kriegt. Was können du dann eigentlich wirklich machen, für das nicht wie soll ich sagen, eine Leidensgeschichte für ganz viele nachher bleiben, weil die Sensibilität nicht da ist, weil die nicht so viele Leute gehen, die das tun, wie die nicht tun. Ich sehe nur eine Möglichkeit, wie ihr könnt aktiv sich ansetzen dafür, dass es effektiv gehört wird. Drüber schwätzen. Kampagne machen und da bleibt ja nur aber noch immer das Problem vom individuellen Doktor, den keinen Takt hat, den vielleicht aber nicht, ob der ja dabei so geht, wie nicht mit der spezifischer Patientin soll machen. Ich meine, all die Geschichten sind, also die Geschichten, das sind dramatische Geschichten, das ganz schwer für notwendig zu sagen, den dritten Moment hat wann ihn der Tote gemacht hat, von dem System so gewirrscht wäre besser gegangen. Endometriose als effektiv eine Krankheit, die nicht unbedingt ganz einfach zu erkennen ist, wo man es richtig verstanden hat, wo die eine extrem evoluiert Form davon. Ich kenne die Geschichte nicht mehr. Ich meine, dass du schwer notreglich zu sagen, als wer den am System muss ändern, für das spezifisch Krankheitsbilder, spezifisch Krankheitsfälle, ob eine andere der Weise gegen rauskommen. Ich meine, das hängt wahrscheinlich ganz viel von den individuellen Doktoren auf, die mehr oder weniger sensibilisiert auf verschiedene Pathologien sind. Ich meine, Endometriose ist etwas, was auf der Uni gelehrt wird, wird immer mehr, wo man auch immer mehr Informationen und immer mehr Connaissances darüber haben. Und das ist wahrscheinlich etwas,
und in den nächsten Jahren nicht mehr, ob die nämlich nicht weiß, damit umgegangen wie die letzten Jahre war. Ich denke, das ist einfach mega wichtig, darauf hinzuweisen, dass den Recht hat, echt geholt zu gehen und noch sich aus einer Situation bemerkbar zu machen. Und das Grundrecht tun wir alle gut. Und wir sollten auf keinen Fall vergessen, dass wir das Recht tun. Und für den Philosoph Hans Jonas zu zitieren, den in einem anderen Kontext mir aber gesagt hat, auch wenn etwas unmöglich schenkt und mit ganz vielen Hürden verbunden schenkt, also da ist Rolle, hartnäckig zu bleiben und dafür zu kämpfen. Natürlich ist die Energie nicht immer da. Mit dem Wenigstens sind wir ja eigentlich ein Kollektiv, den sich für ihn interessiert, für ihn auf ihre Modern da ist. Für aktiv gehend, Violence, Obstetrik, Gynäkologie, für Ungerechtigkeit, für nicht echt geholt, sich viel zu gehen. Du musst darüber schwätzen, du musst in Sachen ausschwätzen und noch nicht mitgehen. Und da können Schwarzschafe unter den Behandelnden erkannt gehen und vielleicht auch zur Redgestalt, diese sollte der alle Fall sein. Du musst darüber schwätzen, für das nicht gemerkt wird, es wie normal, wenn ich so behandelt wird, wie normal, dass es wird, wie normal, dass ich so kriegt, hat ihn einfach Schuss die Burnout. Et muss drüber schwarze, fir dat erkannt kann, dat den Affer vun engem strukturellen oder vun engem systemsche Problem ass. A fir allem fir ze hëlle vun dat wirklich es besser ge kann, weil ech wies och lo net direkt eng besser Lesung wie einfach sech äußeren hart gin an es probieren weher ze leden. Du hast noch eng Wortmeldung. Der noch also ist die für kurzem auch gewusst, dass mir selber auch schon öfters geschieht. Mir für eine Moment wäre eine Frau auch bald gestorben durch Komplikationen. Ich selber, meine arbeitskollegische Gruppe noch schon, ich war für ein paar Monate schwach gefallen von Peng. Also in eine Ambulanz gerufen und da konnte sie von der Ambulanz wie ein Dämpfer, wenn Madame Endometriose hat, ja, die hat das gerufen, wir mussten sie mitholen, aber sie wird direkt losgehen, ohne in Sicht zu gehen. Das war auch der Fall. Und ich habe von meiner Gynäkologin und von meiner Kinder mittlerweile gesagt, das ist Usus heute zu Lützeburg, da der Patienten mit Endometriose an der Urgenz nicht behandelt gehen, da den Heim geschickt, beziehungsweise ich habe es auf der Arbeit geschickt. Also ich meine, dass es in Ofen wert für just zu dem Thema zu machen und ich meine, dass es auch hoffentlich Initiativen geben, die sich speziell können mit den Experten auch über das Thema erhalten. Ich verstehe ihre Vécu und ich wollte das eben noch, wenn es all den, ja, wir brauchen wirklich. Wir probieren selber eine Assoziation zu gründen, so wie in Deutschland die Endometriose-Vereinigung. Wir können das nicht ohne Hilfe, genau. Weil wir selber keine Kraft dazu haben. Weil wir trotzdem, die Betroffenen müssen ja aber Vollzeit schaffen. Also sie sind aber die ganze Zeit krank, sie müssen Pengar drohen, Fever, das ist nicht schön, an dem Zustand zu schaffen. Und gleichzeitig irgendetwas, wir keine Kraft für an der Gesellschaft. Wir wollen ja all das in Zukunft besser wird. Wennst also du an der Rolle und also Rolle verschiedene Verrangem eigentlich du auch Verantwortung für die Leute auch zu wollen, die vielleicht gerade dem Moment keine Energie haben. Und ich hoffe, dass wir eigentlich von einem guten Modell nehmen können ausgehen, dass es Leute gibt, die ich auch weiter können unterstützen. Madame, du hast aber noch eine Wortmeldung, dass die Leute die Last immer für Haut können unholen. Madame hat Lohe Plovat, genau. Ja, moin. Was ich noch voll so ist, dass ich relativ schwierig fand, da Madame Hendricks haut not zu lauschen. Ich muss sagen, ich hatte so relativ gut geboten. Ich ging so bis auf ein paar Schönheitsfehler, aber ich kann wirklich so, und ich hatte wirklich gut. Ich war auch gut vorbereitet und alles. Mir war nicht wirklich Gewalt an meiner Geburt. Oder gynäkologisch, obstetrisch Gewalt. Da habe ich auch genug Freundinnen, wo ich kenne, wo Probleme hatten, sowohl in der Geburt wie auch beim Gynäkolog, die wirklich für mich Gewalt erlebt haben. Und dann haben wir geschaut, vom Gesetz hier, also keine Gewalt. Mit Frau. Von der OMS hier, also keine Gewalt. Und am Anfang. Die muss das Mikro noch umhalten. Ne, das kommt nicht von mir, das kommt nicht just von der Gesetzgebung zu Lützeburg. Das ist definiert, wir können Handlungen von Gewalt zu definieren. Und zu keinem Moment minimisiert, was Empfangen von einer Person ist, wenn es durch ein schweres Erlebnis geht. Für mich war da einfach am Anfang gesagt, Gewalt ist ein ganz, ganz schwer für eine Definition zu finden. Und hier habe ich einfach immer den Feedback gespürt. Also ich weiß nicht, jetzt bestimmt betroffen Leute bannen, die dann
wo ich vielleicht auch einfach wild wurde ergreifen, weil ich mir einfach gewünscht hätte, dass, oder vielleicht das Hans mir oft gegen den Mandat machen, für einfach zu sagen, von einem Professionellen, es könnte einfach ein River, vielleicht mangt es nicht, so du immer wiederholt, dass das nicht wollt minimisieren, mehr das aber mehr wie einmal den Abend River kommt, und ich fand wichtig, das noch zu äußern, dass es nicht Gewalt ist, mir subjektiv empfangen, weil es laut OMS kein nicht laut der Definition. So, weil du geschwatzt von einem Gesetz, ich wollte just so. Laut, was war das OMS, ich weiß nicht genau, was da gesagt hat. Auf alle Fall fand ich einfach für Betroffene, die bestimmt bei einer Sätze, fand ich einfach immer schwierig, wenn das so rübergebracht wird, weil man noch nicht, steht nur noch eins so gesagt, dass die Professionellen müssen Entscheidungen treffen, weil sie es besser wissen. Wenn ich aber will, so, okay, ich will kein Oxytocin, keine vaginalen Ersichtung, auch bei Endometriose, kein vaginalen Ultraschall. Und da kriege ich gesagt, okay, das ist gut, du hast dir, da kann er gehen, oder beim Oxytocin nach der Geburt. Okay, wenn dir keinen Zugang wollt, wenn dir kein Oxytocin wollt, dann ist darauf erst allein gelassen. Hun ist die Möglichkeit zu sagen, ich schreiben, ich will keinen Zugang, ich will kein Oxytocin, oder geht da gesagt, okay, gut, dann ist er Verantwortung, oder kann ich noch schreiben oder so, ich sind mir der Risiken bewusst, und da muss ich direkt, dann habe ich überhaupt keine Unterstützung mehr. Das sind zwei ganz verschiedene Punkte mehr. Da ist für mich einfach, obwohl, wie gesagt, obwohl ich wirklich selber das nicht mehr quasi nicht erlebt habe, muss ich sagen, dass das dann für mich zwei Punkte sind, die mich einfach rasend machen. Nee, das ist auch der Unterschied, den ich ganz am Anfang gesagt habe, dass es Situationen gibt, wo die Verantwortung am besten Material von der Patientin natürlich so zu retten, die handelt, über die Verantwortung hier den Konsens zu lassen, respektive recht gerecht zu gehen, als die Hand über das Recht können Konsens zu gehen, weil man damit sehen ganz klar verschiedene Situationen haben, wo an besser wissen, ich habe zu keinem Moment gesagt, dass das an einer Form von Hierarchie wäre und dass du für die Person besser, wie es natürlich auch nicht mal im Alter zu dienen, wie du gesagt hast, dass wir Adulte sind, das tut einfach nicht mehr dummer dazu dienen, mit einem Wissen, die professionelle Hund, die individuell nicht tut. Und dass es verschiedene Entscheidungen gehen, die sie können treffen, natürlich am Material von der Patientin. Wenn du mit dem Beispiel, den dir so, wenn du natürlich den Doktor estimiert, dass das, oder was kann gesagt gehen, dass den Angriff nicht necessär ist für Bachelor, für das dir gut rauskommt, natürlich also der Recht können zu so, nee, das will ich nicht, weil du siehst in der Kategorie von Situationen, wo klar erklärt soll gehen, voilà, die Option Huda, das kann da beneficieren, das kann dir kosten, oder die Option Huda, das sind Benefizien, das werde dir kosten, und die können entscheiden. Natürlich, aber wenn das nicht respektiert wird, aber wenn den Akt nicht necessär ist, und den Doktor dann Druck auslöst, zu sagen, okay, da braucht er nicht zurückzukommen, oder mich da war, genau wie das du beschrieben hast, natürlich ist das Gewalt. Und das ist dann der Bühne Pouvoir. Das habe ich nie vorgestellt. Also wenn das, ich hoffe, dass das da ein bisschen mehr... Das für mich einfach, ich will auch einfach ihr Feedback, wie aus und eventuell bei verschiedenen Leuten, vor allem bei mir, heute Abend ankommen sind, weil ich mir einfach denke, wenn ihr seht, es ist nur eine Sexologin, weil eine Gewalt erlebt, Gewalt erlebt wird, nur in einer Menge, an Menge Mundgebrauch, so ein Schlommel. Und ihr könnt bei ihr, und ihr denkt, mir als eine Person, die Gewalt erlebt wird, so einfach, ich wäre an. Ich wäre einfach an, und ich ging mengen, ich ging effektiv mengen, dass etwa doch den Dr. Pfeiffer gesagt hat, nicht jeder kann zurück bei denen, den einem Gewalt oder was auch immer ugetan hat, weil sich einfach nicht traut. Ich bin ein Freund, der ist zurückgegangen bei seinem Doktor und gut gesagt, das wäre nicht so, und das wäre, keine Ahnung, was auch immer, wo ich mal so, das kann nicht sein. Und dafür so, was Madame Oberweis, mein Schwager, gesagt hat, Madame Urlaubsstall wäre für mich auch essentiell wichtig, weil, und die hat auch am Anfang gesagt, dass dir ganz viel Retouren, auch ganz viel positiv geboten
zurückgemeldet kriegt, weil ich mir auch denke, wie die auch gesagt hat, dass ganz viele Frauen das nicht direkt als Gewalt erleben, also nicht direkt, dass sie nicht so bewusst werden, dass Martine möchten, es hat doch ganz oft recht monatelang Donoe bekannt. Und da das mir einfach, ja, wichtig. Also, ich denke, das ist einfach wichtig, dann den Druck verweist, dass der WQ vom Einzelnen den zählt, den muss kommuniziert gehen und noch den darf kommuniziert, die fit sagt, zu verpassen, viel Verständnis zu kreieren, auf wie überhaupt können, ja, irgendwie in dem Thema, die merkt, wie schwer das, wie irgendwie in dem Thema weiterzukommen. Ich hoffe, dass der Nuvent, ich meine, kann ich aber just kurz darüber antworten? Kurz, ja. Ja. Das ist auch absolut recht zu sagen, dass das für ihr, dass ihr dann Moment gewesen wird, an der Klinik gesagt ihnen aber, dass die Leute nicht unbedingt geholfen was, von einem Pfannen, wenn wir das probieren zu restrukturieren, und wir gehen das im Moment konfirmieren und dann entwickelt sich ein gewisses Méfiance dem System gegenüber und das beste Gesundheitssystem kann nicht funktionieren, wenn ich von vorher heraus Méfiant ist an sich von vorher heraus an dem Sinn als Opfer gesagt dem System ausgeliefert. Und das ist den einzigen Message, den ich so und das ist ganz viele Leute gut ist, für das zu restrukturieren und die Leute, die kommen und wo es wirklich darüber rausgeht, natürlich geht das dann anders, das ist abgeschafft. Mit der Trennung zu machen, das erlaubt der Kontra, die Leute ganz oft sagen, ah, okay, ich nicht so empfunden, aber wie kann ich mich da noch empowern, für zu gucken, wo ich meine Verantwortung kann holen, für dass die Kommunikation anders das lebt, auch für das ein Resultat so ist, dass es mir besser geht und dass ich mich eben mehr empowert und mehr Kontrolle fühle für den Teil, wo ich mein Consent kann gehen. Das beste Gesundheitssystem ist den sich erlaubt, sich auf Ruhe zu stellen und am Prozess mit dem, was den von außen her eigentlich weiter zu optimieren. Wir haben probiert, einen Beitrag dazu zu leisten. Das Thema ist noch nicht Männer belastet. Ich denke, das Thema wird mega schwer bleiben. Aber ich encouragiere uns all da weiter an dem Thema drin zu bleiben und ja, sich nicht zu gehen und noch mit denen zu kommunizieren, auch so vielleicht eine Kollektiv, eine Gemeinschaft aufzubauen, wo kann Druck geschafft gehen. Wir haben zum Beispiel unter den Büchern vom Sit Frauen und Gender, den auch ganz viel Aufklärungsmaterial und auch Bücher mitgebracht zu dem Thema. Wir haben, wie gesagt, Initiative Lebensumfang. Wir haben schon Leute, die mit dem Thema schaffen, die sich nicht scheuen, damit zu schaffen. Wir sind also eigentlich ja, alle gute Firmen responsabel und ich hoffe, dass die nur, wenn die Java gefallen hat und ich etwas gebraucht hat, die können uns das mitteilen. Lies kannst du raufscrollen. Du hast nämlich auch EQR-Code, wo ihr könnt das aufknipsen und ein Feedback geben. Die könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder mal anrufen, wenn da etwas wollt mitteilen. Wir haben da wie gesagt, als Dankirche, auf die ich nicht verweisen will. Ich wäre auch froh, wenn da alles offen da gibt, unterstützen. Aber wie gesagt, wenn da irgendetwas ist, was da unbedingt losgehen, kontaktiert uns. Wir werden uns weiter um das Thema auch bemühen. Wir werden auch, ja, das egal mehr zusammen schaffen, für auch die Queer-Thematik an dem Thema mehr aufzugreifen. Und gibt noch viel zu machen. Ich so nicht vielmals merci, der daheim war, schon mir nie was tun, ich meine, war aber trotzdem der Wert, merci auch für das Publikum, merci für die Courage, sich mal zu denen dafür zu kommen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis geschwind hoffentlich.